check if you get some off the mic? Test test. Test test. Test test. Test test. Test test. It's very low, so I don't sound there.
gucken wir mal. So, lief alle gut für den Moment. Für uns zu fänken, wenn wir uns alle gute Platz geben holen. Tout d'abord, encore un petit mot, s'il y a encore des personnes qui désirent avoir une traduction en langue française, une traduction directe, prière de s'adresser juste en face de moi, à gauche, comme moi je le regarde du comptoir, vous allez trouver des écouteurs. Herr Präsident, a premier Luc Frieden, lief Ministeren, Ministerinnen, mit auch den aktuellen Affären, dann Regierungsmembern, liebe Fraktionspräsident Marc Spautz, mit den Mitarbeitern an der Fraktion, Generalsekretärin und Generalsekretär, auch hier am Personal von unserer Partei, liebe Kollegen aus der Chambre, Deputiert, Ehrendeputiert, Europadeputiert, liebe Delegiert, liebe Members und Freunde, alle gut, und noch liebe Presse. Am Namen von der Lokalsektion und als Vizepräsident, die gesehen steht auch so da, unter der charmanten und kompetenten Regie von meiner Präsidentin, der mit mir Juncker, da die wir uns gemengt haben, dass wir heute besser hat die Charge vom Berg überholen. Ganz wichtig Aufgabe, merci Edmé. Zusammen mit unseren Kollegen, und dafür gibt es mir da die Verantwortung, über Lust für euch zu begrüßen. Natürlich sind wir als Lokalsektion ganz, ganz froh, dass wir hier sind, dass ihr alle hier seid, und auch, dass wir zu so viel zusammen hier sind. Das meine ich als für allem auch für die, ist wichtig, die ihr politisches Mandat ausführen, in diesem Fall ja auch auf höchstem Niveau hier am Land. Das ist für sie wichtig und auch schön zu spüren, dass sie gedroht sind, und gleichzeitig auch den direkten Kontakt zu finden mit den Leuten, für zu wissen, wo sie suchen, wo direkt der Schuh. Liebe Luc, liebe Regierungsmembers, wir sind also auch hier für euch Merci zu sagen und für euch Courage zu machen. Für die großen Defien und die große Verantwortung, die auf eure Schulter liegt. Es ist heute kein Wahlkongress, also ein gewöhnlicher Kongress, aber an einer außergewöhnlichen Zeit. Wir hatten alle gehofft, dass noch Klimakrise, Covid-Krise, Energiekrise, Logementskrise, Flüchtlingskrise, Sicherheitskrise geschwind den Weg von der Ruhe und der Stabilität an der Welt, an der EU, am Land, hierheim und auch bei uns am Gemüt, an der Kap, anzuhalten. Leider ist das nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Und am aktuellen Mengen kannst die politisch Erbicht auf dem Niveau richtig viel Kraft, Geduld und Zuversicht. An den Kongress soll also das Gefühl von Zuversicht gehen, dass das Land an guten Händen ist. Gut und responsabel gefordert wird und dass wir auch heute hier als Members verstehen. Für Wertsachen so dezidiert gehen, wie sie sind, und dass wir auch die Messagen können weiterdrohen, wo wir aktiv sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stelle nicht nicht Ettelbrück 4. Ich kann Sorgen darüber. Entdeckt als Staat kommt ein Karim, 10.000 Einwohner haben wir, das wissen wir, mehr den Tour und drin. Das ist immer wichtig, so wie auch wichtig ist, dass ein Tour auch bei sich rundherum ist, für den lokalen Kommerz und Gastronomie zu unterstützen. Also auch Hanno, den Nomitisch, sind Geschäfte ab, zeigt nicht für ein Tour zu machen. Aber wenn eine andere Grundsicht für hinzukommen, wenn der Herr nur rausgeht, da sieht er ein Reklamsplakat vom Weihkurs, den ist nächsten Donnerstag, Freitag hier an der Halle, Lokalprodukt, da soll man genießen, voilà, ist ein guter Platz, oder da noch die Luge am Sommer, die Foire Agricole, und viel andere gute Ursachen gibt es. Erlaubt mir aber just 3 ganz kleine Projekte für Rettelbrück ganz kurz zu annehmen. Den ersten, den er erlebt, wie der kommen sieht, weil er wahrscheinlich gedacht hat, wo ist dann der Parking hin, da 400 dir. Da wollte man doch immer mein Auto noch bei aufstellen. Das wäre eigentlich immer ein provisorischer Parking, für ursprüngliche Footballsterrain, dann also der Parking gehen, und wie wir ein Parkhaus gebaut hatten, haben wir gesagt, okay, so können wir die Entree von der Deichhalle ähnlich gestalten, dass am Fond geholt den Manifestationen, die hier sind, eigentlich besser Rechnung trägt und noch mehr attraktiv ist. Und da kommen ein europäisches Projekt, also an das Haus geflattert, und den heißt Cool Neighborhood. Und du kannst dann europäisch Gelder aufzappen, weil immer flott ist, wenn ich das als Gemeinde machen kann. Kondition ist, dass ich eine
urban Surface, die eigentlich versiegelt ist, 80% desartificialisiert, wie der so schön heißt, auf Lützeburg. Und das haben wir gemerkt, wenn er rausgeht, da sieht er, dass keine Versiegelung mehr da, können doch kein mehr zurück, außer kleinen Parkstreifen auf der Seite. Für den Rest geht es ein Geringfläche, es ist schon über 30 Bäume da, kommt danach dabei. Sowieso haben wir ein Programm gemacht, für an dieser Legislaturperiode 1000 neue Bäume zu Ettelbruck zu pflanzen. Wir sind auf gutem Weg, wir kriegen das hin. Und das alles wird so, voilà, wir müssen auch konkret die Politik umsetzen, die europäisch und auch national gedurchgeht, auf den Terrain bringen. Dafür, auf den Do-Parking muss man verzichten. Mit Parkhaus ist relativ bescheiden am Tarif. Von hier aus geguckt, Rez-Chaussee 20 Cent Stunde, oben drüber sind da 50 und die erste Stunde geht es geschenkt. Dafür, wir mussten nicht fortlaufen. Das zweite kleine Projekt, den ich annehmen, wenn der an Ettelbruck rankommt, da sieht er lernt, du wo früher Zigarettenfabrik wäre ein großes Gebäude gegangen, das Centre administrativ, wie genannt wird, den du gebaut wird, und den ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie die Regierung kann auf eine Demande auch von den Leuten reagieren. Das eine Dezentralisation von Arbeitsplätzen, wo wir alle gut wissen, dass der Großteil von unseren Arbeitsplätzen an der runderen Stadt Lützeburg ist, und auch am Süden, auf den Agglomerationen aus rund um Belleville und anderes. Die für dezentralisieren, da muss der Staat 4 gehen, und hier muss man auf gutem Beispiel 4 gehen. Hier ist so ein Beispiel, das exzellent gemacht ist, eine Dezentralisation von auch staatlichen, attraktiven Arbeitsplätzen. Und da bringt den da Wohnen schaffen, Freizeit, mit nur bei Nähen, Mobilität kriegt ein ganz anderes Gesicht, das richtig flott so, und ich will die Regierung encouragieren, auf den doten Weg weiterzugehen. Wir freuen uns da auch als Nordstaat das entgegenzuholen. Und das ist mein dritter kurzer Punkt. Nordstaat ist ja viel am Gespräch, und die Lokalpolitiker, die sind ganz aktiv in NRW, unterstützt von, an diesen Halbannen, der Kollegin Cheryl Weiler und Claude Gleis, unterstützt eigentlich von einem ganz, ganz spannenden Prozess. Und wir wollen die Fusion umsetzen, wir wollen die Landesplanung umsetzen, und wir merken das mit ganz viel Engagement. Das geht sogar so weit, dass wir als CSV-Sektionen auch Kappa-Strecken am regelmäßigen Austausch ganz flott an die Richtung zusammen schaffen. 4 Erbeste laufen, sind Erbesgruppen in NRW, und das im Jahr 25 schließen die hier Erbeschten auf, 26 kommen wir am Prozess von der Bürgerbeteiligung, 27 der Referendum, 28 Gesetz. Und da gehen wir auf 4 Jahre für eine neue Gemeinde zusammen wählen. Das bietet eine starke Gemeinde am Norden durchaus neue Perspektiven, nicht nur für uns Einwohner, mehr aber auch für eine Region und für uns Land. Ich schließe hier eigentlich mit der Überzeugung, dass wir an diesen unsicheren Zeiten gerade eine Volkspartei wie CSV brauchen. Innerhalb von einer großen Partei als Gelegenheit zum Meinungsaustausch. Da bringen wir viel Erfahrung und Kompetenzen und Meinungen beinehmen. Da gibt es schon mal heftig Diskussionen geliefert, für dann eben einen Konsens zu haben, den nicht nur ein Teil von den Leuten, mit vielen Leuten handelt sich kann versammeln. So eine Volkspartei als eigentlich genau das, was wir brauchen, für das auch Vertrauen in die Politik entsteht. Mehr Respekt geht dafür und all als Leute, die sich auf dem Parteiniveau ganz stark engagieren, als Parteileitung, als Präsident, Generalsekretärin, und all Mitarbeiter, die machen einen richtig guten Job. Und da wünsche ich dem Kongress einen guten Verlauf. Dem Premier so ich merci, und ich wünsche ihm auch weiterhin zusammen mit seinen Regierungsmembern den Elan, den er 16 Monate auf 5 Tage am Gangen ist. So lange sind sie am Amt, den Elan weiterzuhalten, und so motiviert zu bleiben, wie sie heute wirken, nämlich so engagiert, stark und höch motiviert wie den allerersten Tag, wo sie angetreten sind. Bleib so, wir sind richtig froh mit dir. Merci.
Freundinnen und Freunde, wenn ich die Morgen in die Saal gucken zu Ettelbruck, da weiß ich, wir werde ich gerne an der CSV sein, wir werde ich gerne Parteipräsident sein. Wenn ich den Film gucken, dann meine ich, spüren wir, wir werden mal all zusammen an der CSV sind, dann dürfen wir, merci, dass ihr die Morgen so zahlreich hingekommen seid. Das geht gut, das ist wichtig, gerade in diesen Zeiten, von großen Defien, wo wir eine große Verantwortung haben. Und das ist auch das Motto von diesem Kongress. Und dafür ein großes Merci für Ihre Präsenz, ein großes Merci dem Jean-Paul, der Ettelbrucker Sektion, dem Mitmian, der ganzen Equipe für den warmen Accueil auf dieser Platz, für die gute Organisation. Und du wirst mir ein großes Fried als Parteipräsident diesen Kongress abzumachen. Merci für Ihre Präsenz und zusammen wollen wir einen flotten Morgen verbringen. Weil wir das natürlich wie alle Organisationen geordnet weiß machen, freuen ich, ob der d'accord seht mit der Kongressordnung, die ich gerade geschickt habe. Das wissen wir auf Internet, von der Condition Générale enthält. Aber ich freue mich, dass Sie da d'accord mit der Kongressordnung. Voilà, und da brauchen wir eine dynamische Equipe, die durch diesen Kongress feiert. Und dafür wollte ich proposieren, dass der Präsident von diesem Kongress, den Ricardo Marquez, ging, die mit Dynamik, meine ich, nicht nur in der Chambre das möchte, aber auch, meine ich, diesen Kongress leiten. Als der Kongress damit d'accord? So, Ricardo, das klingt mal wie eine Approbation, aber du brauchst auch eine Equipe rundherum dich. Und wo proposieren ich dann als Sekretärin Kimi Mosel, und dafür Bezirk aus dem Norden Carol Weigel, aus dem Osten den Erik Kiefer und aus dem Zentrum der Lutz Frank. Sind ihr damit d'accord? Tipptopp, merci vielmals. Da bereicht mal der Ricardo, du könntest schon. Voilà, Mam Kimi, und dann übergebe ich dir das Mikro an alles das, was du mit gehört, für das wir heute Morgen gut Zeit durchkommen. Ricardo, bonne chance. Ganz schönen guten Morgen noch von meiner Seite, von unserer Seite. Und stellvertretend für das ganze Kongressbüro so ein großes Merci für Ihr Vertrauen. Und ja, der Luc hat recht, wenn ihr neu an den Saal guckt, dann ist ich froh, dass so viele Leute wie heute auf Ettelbruck von tun. Und auf dieser Platz will ich just ein Merci unterstreichen, und zwar die Ettelbrucker Sektion nach der Leitung von Ödmir Juncker. Merci für den Leben, okay, und für den Leben-Service. Große Merci. Lieber Leute, der Nationalkongress erlaubt es, einen Punkt zu setzen. Oui. Den Anker zu werfen, für zurückzugucken, wie als Schiff sein Weg gemacht hat. Gleichzeitig also eine Gelegenheit, politische Ziele mehr präzise zu schärfen und zu bestimmen, wo das Schiff hinsteuern soll. Der Luc, also Leader, ja, Kapitän, hat nur just den Anker gesetzt, und wir sind gespannt, was seine CSV-Crew als heute erzählen wird. Ja, weil, alle gut, an einer Zeit, wo Krieg an der Ukraine und am Nahen Osten als Alltag beschäftigen, wo internationale Recht für Politiker wie den Donald Trump auf Frage gestellt wird, aber wo den Umgangston immer mehr hart und aggressiv wird, sind als christliche soziale Werte mehr wichtig wie je. Menschlichkeit, Verantwortung, Solidarität als Subsidiarität sind nicht nur abstrakte Begriffe, sie sollen konkret an unserer Politik zu finden sein. Wir müssen Stabilität bieten, zusammen stehen und eine Politik machen, die auf Dialog am Platz auf Spaltung setzt. Und wir müssen Sorge für die Leute echt wollen. Weil wenn Politik nicht nur bei den Leuten ist, da sichern sie hier Antworten ernst zu. Auch bei Parteien, die nicht wirklich Lösungen haben. Wir just mit Angst und Populismus spielen. Guckt, was in Deutschland geschieht ist. 10 Millionen Menschen haben die AfD gewählt. Darunter viele Junker zwischen 18 und 24 Jahren.
Das mischt mir persönlich ganz viel Sorgen. Und das ist kein Zufall. Das ist ein Signal, das wir nicht ignorieren können. Viele Junge haben ihr Vertrauen an die klassischen Parteien verloren, weil sie das Gefühl haben, dass kein mehr auf sie lauscht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr wie je brauchen wir einen CSV. Einen CSV-Kapitän. Ein Chef an eine Crew, die genau weiß, wo es hier geht. Dieser Nationalkongress, also im Moment für den Kurs zu überprüfen. Aus der schirmlichen an hohen Wellen zu lehren, an die nächste Destination mit Klarheit zu definieren. Weil aus stürmischen Zeiten zählt nicht nur die Stärke vom Chef, wir vor allem die Vision vom Kapitän und den Zusammenhalt von der Crew. Nimmen zusammen kann in die richtige Richtung finden, an Drehs erfolgreich machen, und ich freue mich ganz besonders auf unseren politischen Teil von unserem Kongress. Erlaubt mir aber noch ein paar Witz zur Kongressordnung zu sagen, weil der ist aber wichtig. Die stimmberechtigten Members kriegen am Marquis hier Stimmkarte. Das brauchen wir heute für 3 Punkte vom Ordre du jour aufzustimmen. Das sind den Aktivitätsrapport, der Finanzrapport und Statutenadaptation. All delegiert kann zu den 3 Punkten eine Wortmeldung beim Kongressbüro aufgehen, also beim Kimi. Die Redner kriegen dabei denen jeweiligen Punkte in der Reihenot Wort, als sie gebeten, dafür auf die Bühne zu kommen. Aber es gehen nicht mehr die Wortmeldungen zurück, weil diese auch auf den Kontinu von den 3 Punkten vom Ordre du jour beziehen. Parteileitung kann und darf auf eine Wortmeldung reagieren. Redezeit soll auf Minimum beschränkt gehen, kann 2 Minuten nicht überschreiten. Wenn der Redner nicht zum Sujet schwätzt, kann ich diese verwarnen. Und ich werde das machen. Wenn der Redner nur der zweite Verwarnung noch immer nicht zum Sujet schwätzt, dann geht es für dich. Nee, da kann ich ihm durch erzählen. Den Aktivitäts- und Finanzrapport gibt mit einfacher Majorität gestimmt, aber die Adaptation von den Statuten geht als ugeholt, wenn der Manns 2/3 von den Delegierten, die im Moment präsent sind, dafür stimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am letzten Jahr haben wir eine Reihe Members verloren, die uns für immer verloren sind. Stellvertretend für jeden von ihnen denken wir besonders an den François Colling, den Henri Nanquet, den André Konsdorf, den Jean-Marie Bruch. Und erlaubt mir ganz persönlich an unserem Freund Max Hengel zu denken, den diese Partei, den Osten, mit seinem Wesen als Deputierten, als Bürgermeister, Bezirkspräsident, Fraktionsmatabster und vor allem als guter Freund geprägt wird. Los uns von Schrift abstehen an den all gedenken. Vielmals merci. Kommen wir dann zu unserem ersten Punkt. Und das wird der Rapport von unserer Generalsekretärin Françoise Kemp und Alex Donnersbach. Franzi, Alex, die hat Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ich werde noch keinen detaillierten Aktivitätsrapport führen. Die könnt ihr über Ihren QR-Code auf Ihrer Stimmkarte auch lesen. Aber ich will just ein paar wichtige Momente auf hier streichen, die dieses Jahr geprägt haben. Es war ein Wahljahr. Und im Superwahljahr 2023 haben wir den 9. Juni 2024 die Europawahl gehabt. Unter dem Slogan
für eine starke Stimme in Europa. Wir waren zusammen mit den 6 Kandidaten am ganzen Land NRW, wo 4 Wahlversammlungen aufgehalten und noch vielen Bürgerversammlungen mit ihnen diskutiert. An diesem Kader ein besonderes Merci und die Hunderte von Parteimembern, die sich mit großem Engagement an Einsatz für das HSV und als Kandidaten angesagt haben. Sie wird am direkten Gespräch mit den Bürgern, beim Paschen von Wahlplakaten oder auf den sozialen Medien. Den Einsatz, den hat sich gelohnt. Weiterhin vertreten 2 Europadeputiert als CSV am Europäischen Parlament. Den 27. November 2024 wurde die neue Europäische Kommission vom Europaparlament approviert. Besonders hilfreich sind mir Christoph Hansen als neuen EU-Kommissar zu haben für Landwirtschaft und Ernährung. Das ist eine wichtige Verantwortung und ich bin mir sicher, dass ihr das mit Bravour wird meistern. Liebe Freundinnen und Freunde, wir schaffen in einem Lützeburg, das für jeden ist. Und das ist nicht mehr den Anfang. Wir werden noch weiterhin eine Politik machen, die sich traut, Probleme von heute an morgen anzupacken und aktiv Lösungen bietet. Wir waren in letzter Zeit viel in NRW und wir haben gesehen, wie viel an den verschiedenen Sektionen einer Organisationen und Bezirken geschafft wird. Ich sage nicht wirklich Merci für diesen Einsatz, das Engagement, das Vertrauen. Merci und euch alle Guten, wie ihr diese Tag für Tag mit voller Überzeugung und Energie für CSV einsetzt und uns mit Unterstützung und Passion stark macht. Wir machen weiter, zusammen, für Lützeburg, wo jeder zählt. Liebe Freundinnen und Freunde, was für mir Zentrum, dass wir in der Regierung sie gelegt. Nach den Wahlen 2023 war der Auftrag, den als Partei an die neue Regierung gekriegt wird, ganz klar. Wir brauchen eine neue Politik, eine moderne Politik, eine responsable Politik. Eine Politik, wo der Mensch am Mittelpunkt steht. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben geliefert. Ich weiß, dass die meisten von ihr schwerte Sohn die Satz heute schon gesagt. CSV hat geliefert. Mir ganz ehrlich, ich gehe nicht mit, diesen Satz immer zu wiederholen. Wir haben geliefert. Mit einem Logementstisch, bei dem die Ministerin aus den verschiedenen Ressorts auf den Tisch gekriegt haben, und zusammen aktiv Lösungen für die Wohnungskrise zu finden. Auf einem Tisch, bei dem Silence vor Akkord und Wehr gelöscht wurde, für administrative Hürden aufzubauen und als Versprechen zu halten, für mehr Seier und für allem mehr Seier zu bauen. Wir haben geliefert. Beim neuen Naturschutzgesetz, das beweist, dass es wohl möglich ist, für beides zu tun. Pragmatismus und Naturschutz. Am Klima will die Regierung eine Politik machen, die die Leute verstärkt mithält und den Ausbau von alternativen Energien aktiv fördert. Wir haben mehr Netto vom Brutto versprochen. Durch den Entlastungspakt wird das umgesetzt. Die Steuertabelle wird angepasst. Eine längere Zeit wird Leute und Personen über 64 und der Steuerklasse in A werden entlastet. Wir haben noch den Mindestlohn steuerfrei gemacht. Während an all anderen Ländern Bauern auf die Straße gegangen sind und Autobahnen blockiert haben, war das heute zuletzt nicht der Fall. Und das, weil wir einen Minister schon, der sich für die Landwirtschaft ersetzt, eine Frau vom Fach auf vom Terrain. Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens. Dafür hat die Regierung gezielt Maßnahmen geholt, für die öffentliche Sicherheit zu verbessern. An diesem Kader gab Police lokal und Leben gerufen. Das Woche auf der Chambre-Agenda stand eine wichtige Sache drauf: Pensionen. Ein Thema, das jung geblieben gleichermaßen betrifft, Pensionen. Als Minister für Gesundheit und Sécurité Sociale wird das große Thema in die Hand geholt. Über den nationalen Konsultationsphase, die eben nicht nur die selektiv ausgewählte Verband zusammengebracht hat, aber eben jeder einzeln hat die Möglichkeit, teilzuholen in diesem Debat.
Diese Plattform auf schwarzmod.lu ist das Forum, den Lützeburg für die erste Mal in der Form hat. Und das war ein riesiger Succès. Liebe Freundinnen und Freunde, die Regierung handelt. Wir machen keine Luftschlösser, wir setzen konkrete Maßnahmen. Als Prioritäten sind klar. Wir verbinden Wirtschaft, Sozial- und Umwelt mit dem. Das eine geht nicht ohne das andere. Dafür steht CSV und dafür steht als Politik. Liebe Freunde, liebe Kolleginnen, François und ich, wir sind stolz, Generalsekretärin von der größten Partei hier am Land zu sein, und von der einzigen Volkspartei zu Lützeburg. Wir sind eine Partei für jeden, nicht just für ein paar Interessengruppen, nicht nur für eine Ideologie, sondern für alle Gesellschaftsschichten. Und das ist etwas, wo wir alle zusammen stolz drauf können sein. Und wir stehen heute zusammen, weil wir gemeinsam ein Fundament haben. Das Fundament, das ist Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung. Das sind die Werte, die uns leiten. Und das sind nicht just Werte, die bei uns am Grundsatzprogramm stehen. Das ist ein Versprechen an Lützeburg, und jederin hier am Saal und am Land. Wir leben auf Menschenrechte. Wir leben daran, dass jeder Leben selbstbestimmt leben kann. Aber Freiheit kommt nicht ohne Verantwortung. Dafür müssen wir für Gerechtigkeit sorgen, Chancen gleich verteilen, Menschen an der Mitte von der Gesellschaft mitholen. Als Grundprinzipien sind auch klar: Solidarität, Subsidiarität und Nachhaltigkeit. Das heißt, wir helfen, wo Hilfe nötig ist, aber wir trauen auch dem Einzelnen etwas zu. Wir schaffen für eine Zukunft, die nicht nur für morgen ist, sondern auch für immer nach Bestand hat. An die Prinzipien, die haben wir als CSV sind unserer Gründung verteidigt. Nicht nur hier am Land, sondern auch im europäischen Plan. Wir haben geholfen, in Europa eine EU aufzubauen, auf Basis von diesen Werten. Weil wir daran leben, dass wir nicht mehr mit Freiheit, mit den Nähen und Verantwortung eine bessere Welt für morgen können schaffen. Aber heute, liebe Freunde und Freundinnen, sind die Werte unter Druck. Angegriffen von Rechtsextremen, die Angst und Misstrauen gegen die Gesellschaft verbreiten. Angegriffen von Populisten, von rechts und von links, die mit emotionalen Parolen als Ersatz für eine realistische Politik holen. Angegriffen von Diktatoren, die mit Gewalt gegen die Eisfreiheit und gegen die Stimme vom Einzelnen vorgehen. Kein Konflikt weiß das mehr wie der Krieg in der Ukraine. Seit 3 Jahren feiert Russland einen grausamen, einen illegalen und einen völkerungswidrigen Krieg gegen das Land, gegen das Freiland, gegen eine freie Bevölkerung, gegen Menschen, die am Anfang nicht anders wollen, wie das, was wir hier haben, an einem freien und demokratischen Staat leben. Und wir als CSV von Anfang an gesagt, eine klare Stellung geholt, wir unterstützen die Ukraine mit allem, was wir können. Und wir lassen keine Propaganda, kein Falschnarrativ zu, den der Putin und Russland auf einmal zum Opfer gehen lässt. Nein, liebe Freunde, dass ein Diktator ein freies Land angreift, das ist das Problem, nicht das Land, das sich wird. Wir als kein Land haben kein Interesse in einer Welt, wo nicht mehr nach dem Recht von dem Stärkeren gilt. Wir brauchen Regeln, Rechtsstaatlichkeit, Zusammenhalt. Dafür steht CSV, dafür stehen wir. Aber wenn ihr in unser Kongressmotto guckt, große Defien, große Verantwortung, da gibt es nichts mehr Wichtiges, wie für Frieden und Freiheit in Europa zu sorgen. Wir auch bei uns daheim sind große Herausforderungen unter der Tagesordnung. Aber wir schrecken nicht zurück, und wir stellen uns die Frage von unserer Zeit. Als CSV holen wir die Verantwortung an. Wir wollen als Wirtschaft mehr kompetitiv machen, Menschen entlasten und Kaufkraft stärken. François hat schon gesagt, als Finanzminister hat an dem letzten halben Jahr vieles und Trulle gebracht, Steuertabelle angepasst, Entlastungspaket für die Leute. Aber wir haben eine ganze Reihe anderer Diskussionen. Ich will kurz etwas zum Energiepreis sagen. Kritik,
die immer von der LSRP und das andere von der LSRP mischt, die sind nicht mehr falsch, die sind so verantwortungslos. Lützeburg hat noch immer einen von den niedrigsten Strompreisen in Europa. Und das ist noch immer sinnvoll, ein preisgünstiges Choix von fossilen Energien auf elektrische Energie zu wechseln, sie am Heizen oder an der Mobilität. Mit ihrer falschen Polemik erreicht die LSRP just das Konträr von dem, was sie so dass sie wollten erreichen, dass mehr Leute genau den Durchschau machen. Daraus hat die CSV-Regierung auch das Soziale in dem Kontext nicht vergessen. Die Energieprämie als verdreifacht ging. Damit sind ganz viele Familien mit kleinem Einkommen die Kosten aufgedeckt. Wir machen Energiepolitik mit Kopf und mit Herz, weder mit ideologischen noch mit populistischen Reflexen. Und das nennt den Verantwortung. Nicht so wie die LSRP, wo der eigene frühere Minister von der Sécurité Sociale heute nämlich will wissen, wie ein Gesetzer und Mechanismen hier nach 2012 selber mit auf den Weg gebracht wird, am Kader für seine eigene Pensionsreform. Am Platz konkret Vorschläge zu machen, will sie am liebsten nicht mehr nach mit den Gewerkschaften diskutieren. Und das ohne, dass die Betroffenen selber mit anzubeziehen, besonders die junge Generation. So kritisieren sie immer als ministerisch, die eine open und inklusiv Konsultationsphase gestartet wird, mit allen Akteuren, und besonders auch mit den Jungen. Und ich will ganz deutlich sagen, ich lobe als ministerisch ausdrücklich für diese Approche, weil das genau die Generation, weil das genau die Generation, die nur Konsequenzen muss drohen, und da ist es nicht mehr richtig und wichtig, sie aktiv an die Diskussion mit anzubannen. Deshalb hilft bei aller Pressekonferenz noch mehr Sozialpolitik, mehr ohne Finanzierung und ohne Plan. Aber wenn der Georges Engel meint, als Premierminister gäbe ohne Herz und Verstand regieren, dann muss ich fragen, ist es verantwortungsvoll, weil alle Forderungen von den Gewerkschaften d'accord ist, egal ob sie umsetzbar oder nicht, also Verantwortung der Leute, die hart arbeiten oder die investieren, immer als Schwelle zu stellen, nee. Verdelen geht just, wenn wir viertrum auch etwas erwirtschaften. Sozialpolitik braucht eine solide Grundlage, an die schaffen wir. Dafür sind wir Partei, die, gerade wir sind die Wirtschaftlichkeit mit dem Sozialen und mit dem Nachhaltigen verbindet. Wir stehen für eine sozial gerecht, wirtschaftlich responsabel, nachhaltig und stabil Politik. Und genau dafür, Leifren, sind wir optimistisch. Weil wir haben die richtigen Leute, den richtigen Premierminister, wir haben die richtigen Ideen, wir haben Vertrauen von den Leuten und wir schaffen all das daran, das Vertrauen zu halten. Zeit fragt nicht nur Theorien, sie fragt nur Verantwortung. Groß Defien, groß Verantwortung. Das ist das Motto von diesem Kongress. Als CSV sind wir bereit, das Verantwortung zu drohen für Lützeburg, für Europa und für die Zukunft. Und wir machen das gerne zusammen mit dir alle. So nicht merci. Vielmals merci Franzi und Alex. Und wenn noch Teil von Ihrem Rapport ist, als ein ganz neuen Moment hier am Kongress, das nennen das Speed-Dating. Und zwar haben wir an der CSV verschiedene Organisationen, die wichtig Bestandteil von unserer Partei und von unserem Chef sind. Präsidentinnen und Präsidenten von diesen Organisationen werden uns an 2 Minuten ein paar Wörter richten. Nicht unbedingt über ihre Aktivitäten, dafür hatten sie jeweilige Kongresse, aber vielleicht über Visionen, hier Ideen, hier Sorgen oder hier Lesungen für CSV, für die Landerleute. Mir wann nicht lift, hält ihr schon die Zeit, die euch erst zur Verfügung geht. 2 Minuten. Und wir geben das mit der CSG aufhängen. Melanie, das Speeddating fängt dann mit dir an. Lieber guten Morgen, ich probiere mich dran zu halten. Groß Defie, große Verantwortung, das gilt auch für die Gemengen. Die Gemengen haben zum Beispiel eine große Verantwortung, was das Logement abordabel betrifft. Am Kader vom neuen Logement abordabel Gesetz schaffen wir gerade ein Dokument für als Gemengevertreter, über die großen Defien, die das neue Gesetz für die Gemengen mitbringt, abzuklären.
Wir hatten die Unterstützung von der Kächinger Sektionspräsidentin Nadine Braconnier und hatten Interviewen mit dem Deputiert Marc Lies und Alex Donnersbach sowie mit dem Innenminister Leon Gloden. Merci euch für die gute Zusammenarbeit. Wir brauchen starke Gemeinden. Heute hat die Regierung endlich Verantwortung. Als CSG sind wir froh, dass das Land mit dem Innenminister Leon Gloden endlich einen Mann auf der Spitze hat, der Verantwortung weist und sich um Gemeinde kümmert. Contrairement zu den 5 Jahren für Drun, wo an diesem Ministerium nicht viel gelaufen ist. Es hat nicht wirklich die Impression, dass das Ministerium der Madame Fried gemacht hat. Eher der Contraire war der Fall. Dafür hat sich über die letzten Jahre vieles angesammelt, dem sich der Leon angeholt hat. Für just 2 Beispiele zu nennen. Die Gemengepolice, eine wichtige Sache für die Sicherheit von unseren Bürgern, und der Absetzen vom Congé Politik, eine grosse Wertschätzung für die wichtige Arbeit, die wir all dafür an unsere Gemeinde leisten. Natürlich ist im kommunalen Plan noch viel Arbeit zu leisten, das weiß die rezente Meinungsbildung vom Civicol. Wir haben aber volles Vertrauen an dich, Leon, dass du durch deine viele Baustellen unhältst und noch weiterhin als Gemeinde unterstützt. Große Verantwortung, große Defien, das gilt für die Gemeinde noch punkto Sport oder Benevolat. Mit Blick auf die Abstelle vom Rahmenwahlprogramm für die nächsten Gemengewahlen hat das CSG-Komitee ein Interview mit dem Sportminister Georges Michaud geplant. Eine grosse Chance für die Gemeinden als sei der Koordinateur sportiv, die vom Sportministerium promoviert wird, aber schon ein rund 15 Gemeinden, die entsprechend Konventionen unterschrieben haben. An dem der Verein aktiv unterstützt wird, setzt das Sportministerium genau das richtige Zeichen. Aber weißt du an einem Interview vom 12. März so, leite Ball bei den Gemeinden. Auch ich werde mich dem noch an meinem Komitee an der Menge Gemeinde stark machen, für das ganz viele Gemeinden den Sportskoordinateur erstellen. Zusammen sollen wir die vielen, die sich auf kommunalem Plan ergehen, umgehen und können so zusammen Verantwortung überholen. Merci an mein Komitee für die gute Zusammenarbeit, merci an die Regierung für die wichtige Unterstützung von den Gemeinden und merci euch alle für die Nullausstrahlung. Das war Melanie Grün, Präsidentin von den CSV Gemeinderat, und ich gebe Nathalie Morgenthaler als Präsidentin von den Frauen, wie ihr immer seht, auf die Bühne rufen. Wann schläft Nathalie? Alle Freundinnen und alle Freunde, wir zusammen als Gesellschaft auf ihren alle mit der Hölle für couragierte Vierkämpferinnen schon eine lange Weg hinter uns. Und aber wissen wir alle gut, dass Gleichheit zwischen Männern und Frauen noch immer nicht erreicht ist. Es gibt noch immer Unterschiede zwischen Erwartungen und der Realität, an der Politik, der Arbeit, dem Alltag. So bleibt politische Partizipation noch immer eine Frage vom Geschlecht. Die Stimme von den Frauen an der Politik ist noch nicht selbstverständlich. Zu Lützeburg ist sowohl an der Chambre wie an der Regierung und sogar an der Gemeinderat nur 1/3 weiblich. Bis heute haben Frauen immer gewiesen, dass sie die Welt verändern können, wenn sie ihre Stimme erheben. Und die Welt rundherum sie ändert sich mit. Gleichheit wird immer erkämpft und verteidigt gehen. Bloß als der es immer bewusst sind, weil man Menge mehr hätte nichts mit zu verlieren. Der froh, der ich vielleicht, was bedeutet das konkret für CSF? Auch als CSF muss man vigilant bleiben und nicht zecke weiterhin als Stimme zu erheben. Bannend, aber auch draußen der Partei. Gleichberechtigung geht nicht nur mit Frauen und Personen, sie betrifft uns alle. Eine gleichberechtigte Gesellschaft ist mehr produktiv und innovativ und mehr zufriedenstellend für jeden. Ich bevorzuge einen allgemeinen holistischen Approach. Dafür plädiere ich auch ganz stark dafür, dass wir innerhalb von unseren Innerorganisationen noch mehr eng zusammenarbeiten. Wir sollen uns all gegenseitig austauschen und helfen. Als Diversität als unser Reichtum. Wir müssen als Diversität verstärkt ausnutzen. Weil wie so den Amerikaner Thomas Berry so schön, je größer die Vielfalt, desto größer die Vollkommenheit. So nicht, merci. Merci Nathalie. Und da gebe ich auf die Bühne Gerda Schakin, neue Präsidentin von der CSV International rufen. Lieve partijpresident, lieve generaalsecretarin, lieve dames en heren, lieve members, lieve vrienden. Het is een groot eer voor mij
für uns zu stehen und also als neuen Board vom CSV international zu präsentieren. Und ich selber an der Rolle vom Präsidenten. Als Board geht viele Ideen, Energie, ein weit weiterem Engagement für Gesellschaften in einzelnen Land zu helfen. CSV International hat eine wichtige Mission, mehr Leid an die Politik zu bringen, für das jeder zum Stem erhört kriegt. CSV International Board schafft einem neuen Strategieprogramm für mehr Leid zu helfen, die Politik zu verstehen, zu machen, an der Zukunft vom Land eine Rolle zu spielen. Wir warten auch mit dem CSV Nationalkomitee zusammen schaffen, für Lützeburg nach mehr starken ob für jeden zu machen. Es ist eine spannende und wichtige Zeit für CSV International. Wir gehen zusammen mehr Optionen für Engagement zu schaffen, als Gemmen zu stärken und für garantieren, dass jeder einen Platz an der Politik hat. Merci für euren Support. Und wir freuen uns, mit euch alle gut zu schaffen. Groß merci. Vielmals merci, Gerda. Hier steht kein Komitee de Board, das klingt nur ganz innovativen Gruppe und ich freue mich, hier noch besser kennenzulernen. Da gebe ich den Matti Steinmetz an die Bühne rufen, den die Jung irgendwie an der Gitt probiert zu haben. Liebe alle Guten, vielmals merci, Ricardo. Du musst das haut exemplarisch, du gehörst nämlich auch noch zu der CSJ an verschiedener Wissen. Der Ricardo hast du ganz gut dran, als Gläschen zuerst danach, das als kleine Sache auf der Seite. Groß Defien, groß Verantwortung, das ist das Sujet von diesem Kongress haut. Auch mir Junker stehen für große Herausforderungen. Momentan geht es, wie der alle gute Matkrit tut, die große Diskussion über den potenziellen Pensionsreform. Als CSJ haben wir aus diesem Sujet an den letzten Wochen intensiv angeholt, weil wir festgestellt haben, dass das System so wie ein Haut besteht, nicht mehr drüber an der Zukunft wird sehen. Für uns ist aber ganz klar, als CSJ, dass wir nicht unter Pensionsalter von 65 Jahren dürfen frickle gehen und noch Studentenjahren müssen beibehalten bleiben. Wir sind bereit, ob das froh, aber auch darüber zu diskutieren. Wir können uns so vorstellen, dass wir über die Mindeststudienzeit plus ein Toleranzjahr gingen die Studienjahre reduzieren, natürlich mit Ausnahme bei den Studien, die mir lang dauern, do als Beispiel vielleicht Medizin zu erfähren. Wir leben in einer Zeit von Lifelong Learning. Auch das muss in Zukunft berücksichtigt gehen. Als Land, als Wirtschaft steht für eine große Herausforderung, und wir sind immer auf der Sicht nach neuen Arbeitskräften, neuen Talenten für die gering an die Digitaltransition durchzuführen. Lass mich aber ganz besonders heute als zweites Sujet, den viele Jungen um Herz leid, die mentale Gesundheit erfähren. Für uns darf mentale Gesundheit nicht zu einem Luxus gehen, und das für uns ein Grundrecht, das wir in unserer Gesellschaft sollen weiter erhalten. Dafür hat CSJ dezidiert, dass wir dazu eine Arbeitsgruppe machen, wo ich alle Guten, die viele Jungen, die heute hier sind, und ich bin froh, auch ganz viele neue junge Members, die man in den letzten Wochen am Maid konnte rekrutieren, heute gesehen, dass wir aus diesem wichtigen Sujet unholen. Verschiedene Berichte haben nicht gewiesen, mentale Gesundheit in unserer Gesellschaft ist ein Problem, das nicht nur bei den Nervösen, sondern ganz besonders bei den Jungen, und da wollen wir unholen. Erlaubt mir aufschließend, ein paar Wörter über die geopolitischen und internationalen Entwicklungen zu verlieren. Als Generation kennt in Europa von den offenen Grenzen, dem Euro, dem Erasmus und noch vielen anderen Avantagen. Mehr, es gesagt in den letzten Wochen am Ende, immer verschiedene Kräfte, die darüber noch rütteln gehen. Das ist für uns nicht drüber. Die deutschen Grenzkontrollen, die zurzeit auf unserer deutschen Grenze sind, sie gehen all das, wofür wir in Europa leben. Wir fordern dafür, dass die neue deutsche Regierung, die in den nächsten Wochen wird zustande kommen,
sich dieser Evaluierung nach ein Kehr unzuholen und diese Entwicklung rückgängig zu machen. Wir haben das auch mit unseren Kollegen von der Jungen Union schon regelmäßig angeschwärzt, dass das der falsche wäre. Und dafür sind wir auch froh, dass diese Regierung ob das Fehlentscheidung auch zu Brüssel Anspruch angelöst hat, weil es ist ein Atu, und wir dürfen den nicht einfach so leichtfängig abgehen. Auch die Sicherheit ist in Europa zu einer großen Herausforderung gehen. All Euro, die wir an Sicherheit investieren, also gut investierten Euro, für weiter auf Frieden und auf Freiheit können zu leben. Wir müssen dafür als Europäer zusammenstehen, für dass wir auch weiter können auf Freiheit, auf Frieden leben. Auch Lützeburg, sind ich mal sicher, wird sein Beitrag dazu leisten an den nächsten Wochen am Montag. Die hat Madrid die vielen großen Herausforderungen. Wir sind bereit, für die gemeinsam umzugehen. Merci. Vielmals merci. Jeder hat gepackt, für in den 2 Minuten zu bleiben. Außer natürlich die Jung. Das kann man sich nicht zu streng, Martinen. Das ist gut. Ich habe eine große Merci und ich erlaube mir just die Klammer von der mentalen Gesundheit ein bisschen abzumachen. Wenn ihn fällt, wenn den Schlug auf Treppen hochfallen, weiß ich direkt, dass ich hier am Hôpital St. Louis meine Geschichten dann ein Röntgen müsste machen und gucken, was da alles nicht mehr so an der Reihe wäre. Wenn mir nicht gut geht, dann weiß ich nicht mehr so richtig, wem ich kann anrufen, wem ich das kann zählen, mit wem ich kann darüber schwätzen. Und das ist immens wichtig, dass physisch und psychisch Gesundheit den nämlichen Fokus kriegen. Und das kann ich assurieren, dass das mit unserer Gesundheitsminister immer der Fall ist. Und ich kann mir immer probieren, wenn ich über so Sujeten mit ihm darüber schwätzen kann. Dafür merci Martin, dass du wirklich das echt hältst an den Fokus auf die ganze Gesundheit, ganzheitlich immer hast. Vielmals merci. Kommen wir nun bei einem Mann von den Zuhlen. Thierry Schumann, also Generaltresor, wann schläft? Merci Ricardo. Als Psycholog kann ich das, was du von der Santé mental gesagt hast, was du mit dir gesagt hast, nicht mehr unterstützen. Also merci vielmals. Wie viel Zeit habe ich? 5 Minuten. Gut. Also, da kann ich ein bisschen mehr Details geben, wie zu sagen, ledere Kabarett mehr Husuren. 4 Minuten 51. Wer da noch hier sieht, ich muss da hier lesen, weil du hast es mal zu klein. Das ist der Perte-Profit vom letzten Jahr. Wir haben mit Kotisationen für 134.000 €, das sind ein bisschen Männer wie das Jahr für drin, weil ein Rutschleit, besonders für das Wahljahr 23, hier Kotisationen abgerannt hatten. Contribution des Mandataires, da sieht ihr, das geht ganz stark rup. Wie wäre das? Weil mittlerweile mal uns Ministerin haben, die auch an Käse bezahlen. 2023 hat man das nicht. Und das möchte ganz seriös, aber selbst die Gesetz von 232 auf 292.000 gehen wir rup. Doen hat man natürlich Männer, für einen Rutsch Doen 2023 für die Wahlen. Bon, 2024 hat man das Männer. Das erklärt doch, für was die verschiedenen Sektionen 2024, für 2024 Männer suchen überwiesen kriegen wie für 2023. Financement public, da geht an die Luft. Da ist ein bisschen den Index, das sind noch die ganz paar Punkte, die man mehr an den Wahlen hatten, weil das gerechnet wird auf die Wahlen. Bon, der recht große Block ist nach ein Kehr autre Reset, 650.000 €, das sind Reserven, die man hatte für die Europawahlkampagne. Auf der anderen Seite sieht er, was wir rausgehen haben, Friede Kommunikation 90.000 €, Annoncen, für große Blocks sind einerseits Kampagne elektorale européenne für knapp 600.000 €, Aide financière, das was Sektionen kriegt, und das sind 107.000 €. Dann haben wir Personalkosten, die ein bisschen hochgegangen sind, weil wir Leute engagiert hatten, eben für die verschiedenen Kampagnen zu helfen, und die Leute sind nicht mehr bei uns. Wir haben Römenkeier Suen auf Zeit gesagt für Kampagne elektoral, da sieht 600.000 €.
Weil die bei den Ausgaben stehen, heißt das, dass wir eigentlich ein Resultat haben von 16.000 Euro für das letzte Jahr. So, das ist der Père des Profits. Wird zum Bilan. Das ist ja geschieht. Nee, so sehe ich auch nicht. Nee, die vier drüber nicht geliefert. So, also, wir haben einen Aktivzirkulant von 774.000 Euro. Na, du hast einen mehr. Wofür sind den allergrößten Teil, also die Cash, die wir selber haben, und dann haben wir noch ein paar Kreanzen, die wir nach suchen, die wir nach zu kriegen haben, das einerseits. Wir haben Charge à reporter, und dann haben wir ein Total General von 824.000 Euro auf der einen Seite, und dann haben wir auf der anderen Seite einerseits Fonds propre von 154.000 Euro, und dann ein 600.000 Euro, die schon Provision für zukünftige Wahlen sind. Wenn wir auf dem doten Train weiterfahren, dann sind wir beruhigt für die nächsten Wahlen, die kommen. Aber wenn alles ganz gut geht, dann muss man aber ein paar Mal geschlossen an die Oktav gehen, dann könnte es so sein, dass man die nächsten Gemengewahlen, den Gemengen nicht mehr, die Sektionen nicht mehr müsste so ein Leitwandschliff etwas bei. Ich gesehen nicht dann alle auf der Schlusspression, nicht jetzt. Gut. Wird zum Budget von diesem Jahr. Ein Budget von 1.476.000 Euro, den ein bisschen an Recul ist par rapport zum Jahr für Wert, weil ja natürlich das letzte Jahr Europawahlen waren, die wir das Jahr nicht tun. Wir haben Resetten, die ein bisschen mehr hoch sind, weil den Index kennt. Kotisationen habe ich mal bei 120.000 vorsichtig angesagt. Contribution des mandataires, das ist im Prinzip den Budget. Und das Mann heich, also das Budget von, pardon, ich muss einen Stress erkennen, der Realisé 24, das Mann heich, wie das Budget 24, weil man durch einen Indextranche vorgesehen hatten, den nicht kommen. Das heißt, das Kontribution ist ein bisschen mehr niedrig gewesen letztes Jahr. Ich denke, können Sie das Jahr dafür, also das Ganze ein bisschen mehr heich. Bei den Ausgaben nächstes Jahr, Frais de Kommunikation für 140.000 Euro, und Kampagne elektoral natürlich null. Den verschiedenen Organisationen, Basisorganisationen, Sektionen für 155.000 Euro suchen überweisen. Das ist ein bisschen mehr wie letztes Jahr für Wert, weil notamment Basisorganisationen und Sektionen zu für 24 recht 2025 gekriegt haben. Die sieht Manifestationen, wie die Hai Avroraner 150.000 Euro, Frais du Personal 650.000, am ein Punkt, der wahrscheinlich das Jahr richtig zuschlägt, mir aber ehemalig ist, weil wir es modernisieren, daran müssen Fichier-Membre 60.000 Euro. Am Prinzip feiert das noch dazu, dass man trotz der einen oder anderen Sonderausgabe trotz der Tatsache, dass man das Budget vorsichtig abgestaltet haben, dann haben wir irgendwo bei knapp 200.000, also 195.000 Euro Excedent, die man da kennt, bei die 600.000, die man mittlerweile als Reserve haben, für die nächsten Wahlen dabei schlagen. So, merci dafür. Noch ein paar Kommentare, geht ja nicht ernst. Ja. Duralex et lex, an Cour des Comptes, also so. Die hat gesehen, wenn ich besonders an das denke, und die Zeit wie früher, wo uns Viergänger haben, meine Viergänger haben mit viel Männer suchen, vom Staat müssen leben, wie wir das heute tun. An den Korollär von dem Parteienfinanzierungsgesetz ist aber, dass sie richtig seriös alles nachgucken. Das geht so weit, dass wir müssen erklären, eine Restaurantsrechnung von 100 Euro, wie dann da erst war, wir müssen alle Kontrakte, die wir machen, müssen wir rausschicken. Kommen ganz viele Fragen dabei durch. Was heißt das? Die Cour des Comptes guckt ganz genau. Nicht nur Eis, auch all die anderen. Ich meine, ihr wisst, könnt die nächste Slide holen. Ihr wisst, dass wenn es nicht klappt, und sie irgendetwas von tun, da kann Cour des Comptes mit der ganzen Kavallerie. Und da will man nicht hin. Wir haben ja schon Kollegen, die am Gespräch sind,
Sie wird mal die eng, die einer, die dritt. Ich bin froh, wenn wir nicht am Gespräch sind, und obwohl wir die dickste Partei sind mit den meisten Membern. Ich will nicht immer so mit dem dicksten Budget, weil ich kenne den anderen hier nicht, die anderen brauchen uns nicht auch nicht zu kennen, dafür fanden noch nicht auf irgendeinem Sitz. Wir machen das seriös, wir wollen da nicht hin, dafür nerven ich heint da. Ich weiß das, ich bin heint da sack mit dir, ich bin heint da ungeduldig und dafür entschuldige ich mich, wenn der Ton heint da nicht gut ist oder wenn ich muss so ein wie ich schon letztes Jahr gesagt habe, eine Rechnung aus der Parteizentrale. Das ist nicht bien le bonjour de Nathalie, Leif Gräs aus der Pfalz, mit der selbst wird den Empfang dann nicht vertikal klassiert, mir bezielt. Aber für und allem, all meine Kollegen Tresorier von den verschiedenen Sektionen, Kandidaten, Mandatären, ich alle gut, die machen Benevolat, die sieht ein Steib von dieser Partei, ohne dieser Partei gibt es dem Land viel mehr gut gehen, und ich so nicht just merci für einen Ersatz. Vielmals merci, Thierry. Das Bild, was du gewiesen hast mit der Kavallerie, das kann ich noch mengen für uns als Opposition. Das ist eine gerne Diskussion, da kommen die Kollegen noch drauf. Wenn ihr ein Bilderbuch hat von dem Wort oder dem Satz, wie feiert den ein Käse, exemplarisch, da gibt es ein Ding-Foto da gesehen. Das ist ein exemplarisch Arbeit, das du musst. Das ist ein Fundament für so eine Parteifeierung. Und ich muss dir dafür stellvertretend für alle ein großes Merci sagen. Mir ein Käse muss auch kontrolliert gehen, und da gebe ich dem Gast Kraus stellvertretend dafür den Jacques Bauer auf die Bühne rufen. Gast, das sind dir. Herr Parteipräsident Luc Frieden, Herr Kongresspräsident Ricardo Marquez, Leifren und Membre von der CSV. Mandat, das Jacques Bauer am eng Wenigkeit von der Partei anvertraut wurde, wird Konten zu kontrollieren, haben wir die letzten Monate an der Parteizentrale zusammen mit unserem Generaltresorier noch besten Wissen ausgeführt. Wie ihr gesehen habt, das Resultat von den Aktivitäten mit einer Europawahl im Jahr 2024 lässt sich weisen, und dafür kommt auch eine Provision gemacht von 600.000 €. Am Resümee können wir festhalten, dass Kontabilität gut und korrekt geführt wurde. Per Sonntag haben wir eine Reihe Rechnungen kontrolliert, die am Anklang waren mit dem Betrag und der Kontabilität und hatten da nichts zu beanstanden. Als Konsequenz von unserer Kontrolle rekommandieren wir dem Kongress, konnten, so wie sie präsentiert wurden, erneut approbieren. Thierry Schumann, als Generalsekretär von der Partei, sind wir schon gewinnt, dass wir eine Kontabilität 4 fanden, die exakt geführt wird und das letztes Jahr auch nicht von der Cour des Comptes beanstandet wurde. Dafür ein grosses Merci. Das wäre von meiner Seite, ich sage merci für die Aufmerksamkeit. Vielmals merci. So, die Leute, wir sind ungefähr zu 500 an paar Grimmeln hier am Saal. Das ist schon beeindruckend. Und von denen 500 an paar Grimmeln sind da 306, die eine Stimmkarte haben. Ich gehe, wir spielen die rauszuholen, und wir geben dann über den Aktivitätsrapport aufstimmen. Kimi, es sind keine Wortmeldungen da, und wir können also direkt zur Aufstimmung kommen. Zum Aktivitätsrapport. Wen hast du für? Stimmkarte und Blut, wann schläft? Vielmals merci. Wen hast du dagegen? Kein. Wen enthält sich? Auch kein. Und dann hast du den unangenehm umgegangen. Vielmals merci. Kommen wir zum Finanzrapport. Auch hier sind keine Wortmeldungen da, und wir können also direkt zur Aufstimmung kommen. Liebe Leute, wen hast du für? Vielmals merci. Wen hast du dagegen? Kein. Und wen enthält sich?
Bravo, Felicitationen, der Finanzrapport ist dann auch so gegangen. Ich Kolleginnen kommen wir zum letzten Punkt vom administrativen Teil. Das sind die Adaptationen von unseren Statuten. Kongress, letztes Jahr, ich weiß, das ist schon ein bisschen lang her, aber hat Luc, also Kapitän, den Delegierten proposiert, Stefanie Weidert als dritte Vizepräsidentin zu nennen. Für dem auch an den Statuten Rechnung zu drohen, werden ich de Christ weiß, ob Bühnen für die Adaptation von den Statuten zu präsentieren. Christ, du warst der Stage ist yours. Leven Ricardo, leef Parteikolleginnen und leef Parteikollegen. Ricardo hat gesagt, der 16. März 2024 im letzten Nationalkongress und der Luc, Martin, François und den Alex und ich als zusammen als Equipe führen ihr Gestalt als Kandidaten für die verschiedenen Posten von der Parteiexekutiv. Wir waren damals also noch nach heute davon überzeugt, dass jeder seine Stärken an das Equipe mitgebracht hat. Wir wussten aber damals, dass das Equipe Angela Kühn hat, nämlich das Vertreter aus dem Bezirk Osten an der Equipe vertreten war. Nicht, weil wir nicht die richtige Person dafür gehabt hätten, mir weil das Statut nicht leider nicht, ob die passend Manier hergehen haben, für noch eine weitere Person offiziell dann an das Equipe mit abzuholen. Dafür hat ein demoligen nach Kandidat für den Posten vom Parteipräsident Luc schon für ein Wort präzisiert, dass mit dem Nationalkongress ein Propos für eine Statutenadaptation gegen den Abreden, ein Propos für eine Änderung, die einen dritten nationalen Vizepräsident gegen ermöglichen. Ein Propos als folgt. Am Artikel 32.1c von unseren Statuten proposieren wir anzuschreiben, dass 2 Vizepräsidenten weiterhin vom Kongress gewählt gehen, an den gewählten Parteipräsident dem Nationalkomitee kann proposieren, einen dritten Vizepräsidentposten zu schaffen, ein Vizepräsident, den dann vom Parteipräsident vorgeschlagen und vom Nationalkomitee kennt Beschluss gehen. Und ich betone, dass man es ganz bewusst für die Möglichkeit und nicht für die Obligation von einem dritten Vizepräsident entschieden hat. Möglichkeit, weil es ein bewusst gemähte Propos vom gewählten Parteipräsident basierend auf einer konkreten Argumentation soll sein. Und wohl wissen, dass diese Argumentation kann unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann ein dritter Vizepräsident Dinge für Parität an der Exekutiv zu schaffen. Eine Parität zwischen den Bezirken, eine Parität aber auch vielleicht zwischen den Geschlechtern. An einer anderen Überlegung könnte ein dritter Vizepräsident aber auch dazu dingen, für aufzudecken, dass die verschiedenen politischen Mandate an der Parteiexekutiv vertreten sind oder dass verschiedene politische Kompetenzen als Schwerpunkten auch an der Exekutiv für Platz fanden. Eine weitere praktische Überlegung könnte sein, dass der Parteipräsident durch sein eventuell politisches Mandat nicht die praktische Möglichkeit hat, für immer zu einem Moment allen Aufgaben nachzukommen und durch einen weiteren Vizepräsident könnte epauliert gehen. Also allein 3 ganz unterschiedliche Argumentationen, denen je noch keine Figur könnte Rechnung gedroht gehen. Und am Fall, wo es keine Argumentation gibt für den dritten Vizepräsident, dann braucht der Parteipräsident und das Nationalkomitee auch kein so zu beschließen. Neben diese Beifügungen gingen noch weiter kleine Änderungen gestimmt gehen an den Artikeln 32, 35 und 37, bei denen sich aber nicht um größer inhaltlich Akzente handelt, mir just Änderungen an der Form. Ein Beispiel wäre der Verweis, dass der Begriff die Vizepräsidenten sowohl für eine Komposition mit 2 wie mit 3 Vizepräsidenten selber gelten. Wir sind überzeugt, dass das Klangänderung der Arbeit von und an der Exekutiv weiter Möglichkeiten gibt. Wir sind davon überzeugt, dass er verschiedene Situationen nicht wert ist, sich an der Parteiexekutiv wie breit können aufzustellen. Und wir sind davon überzeugt, dass das Adaptationen ein Weg ist, sich auch als Partei den Defien nur angepasst aufzustellen. Nachdem das Propos dann auch am Nationalrat vom 25. Februar Zustimmung kriegt, gingen wir auch heute im Nationalkongress bitten, dieser Statutenadaptation zuzustimmen. Vielmals merci. Du hast dazu
gut gemerkt, dass auch du keine Wortmeldungen rauskommen sind. Aber wir können auch heute direkt zur Aufstimmung kommen. Und ich gebe euch eine letzte Kehr bitten, für eine Stimmkarte zu wählen. Und ich stelle euch dann folgende Frage: Wen ist mit den Statutenänderungen heute für? Wen ist dagegen? Kein. Wen enthält sich? Auch kein. Ah, pardon. Wir haben hier eine Enthaltung. Das halten wir fest. Merci, Kimi. Okay. Damit sind die Statuten so angepasst. Stephanie wird letztes Jahr am Kongress von unserem Parteipräsidenten proposiert, also von diesem Kongress validiert gehen. Bravo, Stephanie. Großdefien, Großverantwortung. So ist der politische Teil von diesem Kongress überschrieben. Am Ende du Jour steht der Punkt Resolutionen und Motionen. Der sind keine rausgekommen, sodass wir direkt auf den nächsten Punkt weitergehen. Ich gehe dafür als zwei Generalsekretären, dem François und dem Alex fort. Merci, Franzi und Alex. Bonjour. Wir wollten euch nach 2 Neuerungen präsentieren, die wir an der letzten Monat ausgeschafft haben. Das ist einerseits Arbeitsgruppen, die wir aufhören, und andererseits CSV-Akademie. Ich präsentiere euch schon die Arbeitsgruppen, Franzi, Diano, CSV-Akademie. Für was Arbeitsgruppen? Wir sind der Meinung, und schon am Anfang gesagt, wir sind die größte Partei heute in Lützeburg, und zu einer größten Partei sind viele Members, die viel Wissen können mitbringen. Und damit sind wir auch der Meinung, dass wir verstärkt wollen, ob das Wissen, ob die Erfahrung wollen zurückgreifen, für auf verschiedenen Themen können mitzuschaffen, für sich können anzubringen. Und damit ist es wichtig, auch ein Format anzubieten, wo man die Expertise, die an unserer Partei ist, die bei ihr Members ist, dass wir die können verstärkt abbauen. Es geht eben, wie gesagt, darum, zu schaffen, zu denken. Ganz konkret. Es geht auch darum, eine Rückkopplung auf den Terrain zu haben, Informationen, die wir nicht immer mitkriegen, die aber die dir hat, an die wir brauchen, für die herzustellen. Das Konzept sieht am Anfang vor, dass wir mal mit 5 Arbeitsgruppen starten. Das kann ich noch immer noch ein Thema dabei setzen, wenn ich gesagt habe, da ist ein Bedarf. Wir haben also mal auf 5 Themen, mit denen wir den Arbeitsprogramm umsetzen. Die 5 Themengruppen, voilà, die sitzen schon. Das ist einerseits Education, wo der Ricardo der Koordinator sind. Wir haben Santé in der Leitung von François. Dann haben wir eine Gruppe über die Agrikultur, die am Anfang schon gibt, an den gelegt wird von Jeff Bohnen. Und dann haben wir eine Gruppe über Umwelt, die an der Vergangenheit geht, mit dem wir Römbelieven mit Paul Galles als Koordinator. Und dann haben wir noch eine neue Gruppe über Wirtschaft und Finanzen, wo Diana Dehm und Laurent Mozart die Arbeiten werden koordinieren. Es geht darum, sich ein bisschen mit den aktuellen Gesetztexten auseinanderzusetzen, Proposen zu machen für unser Wahlprogramm. Wie funktionieren die Arbeitsgruppen? Wir wollen, dass es ein produktiv Arbeit ist. Wir wollen, dass es auch etwas herauskommt. Du weinst also doch immer den Deputierten, den en charge vom Dossier an der Chambre aus, den das Arbeitsgruppe lädt. Als Minister sind natürlich angeladen, können angeladen zu allen Moment gehen. An Deputierten, die an den verschiedenen Kommissionen sind d'office auch Member an den Kommissionen, für dass sie die Informationen mitkriegen. Dann gehen es 25 Plätze pro Arbeitsgruppe. Wir wollten das Prinzip erfahren, dass wir über 2 Kriterien selektionieren. Erstens, dass wir gucken, die Leute, die eine Expertise, eine Berufserfahrung, eine relevante Erfahrung an dem Sektor haben, den angekündigt ist, dass die eine Priorität tun, und die noch also dankbar den ersten, den sich meldet, den ist dabei. Voilà, wir fangen Kandidaturen, werden wir ab an einer guten Woche, werden wir den Appell über Mail
Mail machen und da könnt ihr euch über das Formular ummelden. Ich hoffe, das Angebot könnt ihr. Wir hoffen, ob ihr mitarbeitet, wir freuen uns auch ob er Motivation an ob er ein Engagement an den verschiedenen Arbeitsgruppen. Große Merci. Liebe Freundinnen und Freunde, wir lancieren heute die CSV-Akademie neu. Für was? Weil wir der festen Überzeugung sind, dass das Startformationsprogramm Basis von einer lebenswerten Demokratie ist. Dafür wollen wir unseren Membern qualitativ hochwertige Weiterbildung anbieten. Für was ist unser Formationsprogramm wichtig? Aus verschiedenen Gründen. Member von unserer Volkspartei, jeder einzelne von euch, trägt zur Stärkung von unserer CSV bei. Als Member sind die Rückgrat von der CSV. Gut formierte Parteimembern auf alle Plätzen an der Gesellschaft, an den Gemeinderäten, Gemeindekommissionen, an den Assoziationen sind als wichtiges politisches Kapital. Die Leute schwätzen über Politik und das ist auch gut so. Wir wollen, dass CSV-Membern hier mitdiskutieren und das mit guten und soliden Argumenten. Formationen vernetzen als Membern und bringen als Membern zusammen. Das ist ein zweiter Grund. Bei der Formation lernen wir uns alle als Parteimember kennen. Formationen sind eine Plattform, auf der sich Leute, die sich vielleicht just um Kongress oder um Neujahrspart begegnen, austauschen können, die über ihre politische Erfahrungen, ihre Ideen schwatzen können und von dem anderen lernen. Politik, das ist ein Dialog, Gespräche, Échangen und Best Practices. Wie gesagt, mit unseren CSV-Formationen wollen wir eine Plattform errichten, auf der sich die Leute können begegnen und vernetzen. Ein dritter Grund, das sind Zeiten, in denen wir leben. Demokratie ist unter Druck, die demokratische Entscheidungsfindung, der auf Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Schutz für Minoritäten setzt, wird immer mehr auf Frage gestellt. Demokratische Parteien müssen sich gegen Fake News, Desinformation wehren, die DAX hauptsächlich auf den sozialen Medien in NRW sind. Durch den Pollindex-Institut, den wir vor ein paar Wochen präsentiert haben, wissen wir, dass die Skepsis gerade bei einem Teil von den Jungen als Demokratie auf Frage gestellt wird. Liebe Freundinnen und Freunde, wie sieht die CSV-Akademie aus? Die Akademie bleibt ein dynamisches Projekt. Wir fangen nun an und entwickeln das Projekt auf Fur et à mesure weiter. Als Ziele Chamberswahlen 2028 und Gemeindewahlen 2029. Ein Schwerpunkt von unseren Formationen sind Sozialmedien, weil da viele von unseren Mandatären, besonders Gemeindepolitiker, einen großen Anteil dran haben. Wir wollen als Membern auch besonders aus Cybersecurity und Datenschutz weiterbilden. Das Funktionament von der Lützeburgischen und der europäischen Institutionen ist ein zweiter Schwerpunkt. Heute freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit europäischen und nationalen Vertretern, die alle interessierten Member einen Blick hinter die Kulissen erleben werden. Ein dritter Schwerpunkt wird sein, zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, die großen Herausforderungen von unserer Zeit, den ökologischen Umbau von unserer Gesellschaft und die Zukunft von transatlantischen Bündnissen und Zeiten von Donald Trump. CSV schafft in einer verantwortungsvollen Art und Weise zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Brüssel. Dafür sind wir auch extra froh, den Dr. Friedrich Püttmann von der Konrad-Adenauer-Stiftung zu begrüßen und ihm hallo schon. Und ich will ihm am Namen von der CSV eine große Merci sagen für die große Unterstützung. Ich will auch den Membern, die in den letzter Zeit Formationen proposiert haben, eine große Merci sagen. Wir werden sicher weiter auf euch zurückgreifen. Wie ihr gerade schon gesagt, das ist ein Programm für die nächsten Monate. Am Hirsch geht es 4 Uhr. Wir werden einen besonderen Akzent dann auf Kommunalpolitik legen. Gemeindefinanzen, PAP, PAG und so weiter. Last but not least, wollen wir auch Formationen für die neuen Member machen, dass sie uns CSV kennenlernen, wissen, wie CSV funktioniert und wo sie sich auf den vielen Plätzen abbringen können. Wir auch, wie wir schon vorher von der CSV international hören haben, wir sind eine Partei, die sich auch mit vielen Nicht-Lützeburger identifiziert. Dafür machen wir auch ziblierte Formationen
auf Französisch und Englisch für die internationale Kommunität. Auch das als Volkspartei. Liebe Freundinnen und Freunde, wir werden als Akademieprogramm sehr an Kongress auf Form von einem CSV-LO und all ihr verschicken. Die werde ich natürlich auch auf unserer Homepage, soziale Medien darüber informieren können und ich natürlich für als Formationen ummelden können. Die wird gesehen, dass wir viele Formationen sowohl auf Präsenzveranstaltungen wie digital werden. Weil das wichtig, jeder von unseren Membern zu erreichen. Wir freuen uns, möglichst viel von euch auf unserer CSV-Akademie zu sehen. Ein großes Merci. Merci Franzi und Alex, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir rufen mir Mann auf die Bühne, die probiert 20 Leute an der Gitarre zu halten. An Ordnung am Betrieb zu halten. Ich kann nicht sagen, das möchte ich mit Herzblut, mit Engagement, mit einer deutlicher und härter Stimme. Und das möchte nicht nur gut, mir möchte das ganz gut. Applaus für unseren Fraktionspräsident, Marc Spaut. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, mit allererst mal ein grosses Merci von Herrn Jalleguet, dass er hier sitzt, dass er daran und daraus für die CSV da sitzt, weil ohne das, wie das, was die 20, der 16. Gag, was die 7 plus als Premier machen, wie das nicht möglich gewesen, wird das just dank ihrem Ansatz und durch ihrem Engagement, wo wir bei den letzten Wahlen die Resultate gemacht haben, die da ist möglich schon um der Spitze zu stehen. Dafür ein grosses Merci für alle Regionen und Ersch. Merci. Meine Damen und Herren, CSV feiert dieses Jahr 111 Jahre. 1914 als CSV, nicht als CSV gegründet, sondern als Rechtspartei. Nach dem Krieg, als es umgestaltet ging, da waren wir ein bisschen mehr bei der Bourgeoisie. Aber wenn wir mir abgekommen sind, haben wir es fertig gebracht, eine christlich-sozial-Volkspartei zu gehen, was doch gut war, was doch wichtig war. Und ich meine, gerade an diesem Jahr, mit 3 Mal 111, 3 Mal 1, seht ihr auch nicht nur, dass 111 Jahre sind, sondern dass wir die Ersten sind, heute in Lützeburg, weil wir sind die Stärksten. Wir sind die Ersten und die Stärksten an der Regierung, und wir sind die Ersten, wir sind die Stärksten an den Gemengen der Damen und Herren, liebe Freunde. Und das ist der Beweis, dass die 111 nicht nur ein Geburtstag ist, sondern auch eine Konfirmation für die CSV. Wenn ich bei der Merci sehe, will ich auch den Merci so und den Ricardo hat für die geschwärzt, dass den anderen 20 Deputierten, das haben uns doch nicht einfach mal mehr stehen dazu, weil ich uns doch aus dem Bau raus, dazu, was ich zu sagen habe. Und ich kann euch aber sagen, dass es flott ist mit den 20 Leuten. Und das ist auch etwas Ähnliches, dass die 8 Neuer dabei. Ich habe gesagt, ungeschlafen Diamanten. Die erste Halschen ist noch geschlafen, die zweite Halschen müssen wir noch
an Ugriff holen, an da werde gesinn, wer 2020 ob es zukommt. Und ich erlaube mal da direkt eine Remarque zu machen. Nicht weit von heute, 30 Kilometer, also Kongress am Gang von einer Partei mit ganzer 4 Deputierten. Und die haben just fand, dass es schlimm wäre, wie verschiedene junge Politiker von der CSV sich behüllen und die von der Leute Angst machen. Meine Damen und Herren, Freunde, Sie sollen Angst für und den 8 neuen und jungen Deputierten die CSV haben, weil die werden Sie die nächsten 20 Jahre erleben. Mit das nicht mehr möglich mit den 8 gleichgeschlaffenen Diamanten, aber auch mit den anderen Kollegen, die schon wie lange dabei sind, wie der Claude, wie der Michel, wie der Doyen ist an der ganzen Chambre, wie dem Lori und all den anderen. Also den Flotterbeich, die wir da können machen, und zusammen mit meinen 2 Vizepräsidenten, mit Dian und mit Stefanie Astat, einen ganz flotten Job, den wir da machen. Und auch da ein grosses Merci und den Nori Dondlinger als neue Fraktionssekretär und alle die Mitarbeiter, weil auch ohne sie wäre das nicht möglich, was da geschafft und da gemerkt wird. Auch Ihnen gehört ein grosses Merci. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ein grosses Merci geht auch an die 8 Minister, angefordert vom Luc als Premierminister und Martin, de Gilles, Martin, de Leo, de Georges, de Serge und Elisabeth. Das ist nicht, dass ich Stamme nicht für dich holen, aber ich meine das genau protokollarisch, so wie das durch am Marete festgehalten gehen ist. Auch Ihnen 8 ein grosses Merci für den Einsatz. Auf verschiedene kommen ich nach Träger Berner nicht, weil ich heute den großen Vorteil den Alex und François von der Rapport von der Fraktion schon gemacht. Dafür kann ich das alles auf der Seite lassen, über das, was Sie geschwärzt haben. Und da kann ich mal andere Themen raussetzen. Aber keine Angst, Thema werden mir nicht ausgehen. Ich will aber auch Merci sagen an unseren Koalitionspartner, der DP, für die gute Zusammenarbeit, die wir hatten, ganz besonders auch mit dem Konterpaar, dem Gilles Baum. Vor Chamberwoche sind wir eigentlich telefonieren nicht mehr oft mit ihm, wie mit meiner Frau und mit meiner Kinder, weil da müssen wir als Alkeas, oder nicht Alkeas, wir haben uns so gut dann nach kurz geschlossen für drin und dafür auch dem Gilles Baum von dieser Platz aus ein grosses Merci. Der Merci geht auch und Member vom CSV-Generalsekretariat, weil auch Sie haben eine Arbeit mal weiß, weil wir sind noch nicht immer pflegeleicht, aber wir haben auch bei Ihnen der Montefehler auch Ihnen ein grosses Merci. Aber nicht zum Schluss, ich so zwar als Last, weil ich auch das Merci so in der Presse, sind zwar nicht immer mit Ihnen verstanden, sind nicht immer mit mehr, aber ich kann aber so, wenn wir Presse nicht hätten, die über das Politik berichten, da wäre doch schwierig, Politik zu machen. Wir müssten euch schon innerhalten, uns zu bedauern, dass wir wichtig die Bahn an der Chambre sind, dass die zu kurz kommen, aber das wird doch sicher, damit zu denen, dass wir dadurch, dass wir den ganzen Tag in der Chambre haben, auch vielleicht ein bisschen zu viel Themen mit denen haben, und das wird dann zum Nachteil, dass sie dadurch Männer an der Presse mit verschiedenen Themen präsent ist. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, wo ein Gefühl hat, die Welt geht auf den Kopf stehen. Beim Lieder von der freien Welt, für das nochmal zu unterstreichen, was aber meine Generation immer gelehrt wird, was der Präsident von Amerika ist, du versteht ja nicht mehr, was da richtig schläft. Der geht von Oligarchen, und ich nenne das amerikanische Oligarchen, geht den da gelegt, aber ist eine Politik, was eine komische Politik ist, wo der Ball voll schwierig ist, für uns zu verstehen. Seit dem Zweiten Weltkrieg war es immer für uns selbstverständlich, dass wir uns auf die Amerikaner konnten verlassen und dass wir wussten, wo wir mit den Amerikanern drüber wären. Das ist etwas, was wir mit Herrn Trump nicht mehr wissen. Und das bedeutet auch, dass wir als Anstoß müssen aufstellen müssen. Ich gehe noch davon aus, dass der Premier, nicht dass ich dem Morlo nach Talschen Wäschule von Sänger redet, dass der Premier nachher darauf angehen. Das ist aber auch wichtig, dass wir uns dann vielleicht auch bei sich feststellen hier in Europa und dass wir nicht mehr Trittbrettfahrer an der Verteidigungspolitik von Amerika sind, aber dass wir eine Défense-Politik machen, die die Nummer verdient. Wir hatten schon hier, dass da geschieht, war schon aufgemerkt, dass wir von alles machen, für die 2% vom Revenu National Brut zu kriegen an den Défense-Ausgaben. Die erste Aktion war ja schon gestartet, mit vor die sich losstellt, ob das durchgeht mit 2%,
ob man nicht nach mehr muss mehr wie 2%. Und da können auch auf den Finanzminister eine Herausforderung zu, wann wir feststellen in Europa, dass es nicht durchgeht mit den 2%, die geplant sind, dass wir mehr müssen investieren in die Fonds, weil es doch wichtig ist, dass wir uns selber als Europa können verteidigen. Mit das ist aber auch wichtig, dass wir auch Retour und Invest tun an unserer Ökonomie, weil andere Ökonomien, da geht das automatisch. Wir wollen mehr Giffen Material kaufen für die Armee, das typische Material, was man davon kennen. Da muss ich so sagen, Firmen haben wir nicht heute in Lützeburg. Wir haben aber an der Elektronik. Und heute ist an einer Zeitung ein großer Rapport über eine Success Story, nämlich die über SES. Dass es aber dann auch wichtig ist, dass wir Investor machen auf Firmen, wo Lützeburger die Ökonomie etwas hört, für dass wir dann noch einen Teil davon können zurückkriegen. Aber wenn ich das so spielt doch gleichzeitig die Unstabilität an der Politik in Europa mal dran. Der Alex wird schon ein Beispiel gehen, mit dem wir verschiedene Länder mit den Populisten lassen. Muss ich noch so, wenn ihr als 3 Nopischländer guckt, mit mehr Feier zu summen, stellt ihr fest, dass Lützeburg bis Lomo nach, das wird sich schon an den nächsten Wochen ändern, dass die einzige Regierung ist, die eine Stabilität hat, dadurch, dass sie zu 2 besteht und dass es doch eine klare Majorität ist. Wenn wir zwar ein bisschen weg sind von den Zeiten, die wir kannten, auch der heutige Premierminister war in so einer Regierung, wo wir als Majorität die 2/3 hatten an der Chambre, das war nicht aufgefallen, aber das ist da wo halt ging, da sind wir weg, wir haben aber eine Majorität, die stabil ist. Wenn ihr aber da guckt, was an Deutschland ist. An Deutschland könnt ihr den nächsten dünstigen neuen Bundestag veredigt. Und da gibt es vielleicht eine Madame, die mal ein paar bei dem CSV-Nationalkongress geschwärzt hat, nämlich Julia Klöckner hat Belval geschwärzt, also da möglich, dass das Bundestagspräsidentin geht, was in Relationen zwischen Lützeburg und Deutschland sicherlich nicht schlecht wert sind. Du könnt dann einen neuen Bundestag zu summen, mit dem hat keine Majorität mehr für eine Verfassung zu machen. Dafür war ja die letzte Woche immer die Diskussionen, dass die Grünen mitgeholfen von der SPD und der CDU, also 2 Nachmajoritätsparteien mit einer Nachoppositionspartei, eine Verfassung zu ändern, für das es möglich ist, dass Deutschland keine Schulden machen und die Schulden abholen, die anderenfalls verfassungsmäßig nicht drauf waren. Ich meine, das ist auch etwas, was einmalig ist auf der Welt, auch für die Leute, die, und ich denke, du in unserer Premier dabei waren, wie den Eurokommers, die die Zeit am meisten von Schulden geschwärzt haben und dass wir eine Schuldenpolitik gemacht haben, die verantwortlich war, waren noch, das muss ich aber fairnesshalber so, auch als deutsche Kollegen, die damals immer gesagt haben, es darf keine Schuldenpolitik gemacht sein. Und da fällt es aber schon auf, dass es doch sie sind, die da dann die Verfassung angeschrieben haben und dass sie mit allem Moyen probiert haben, das zu ändern. Der Damen und Herren, liebe Freunde, das ist immer der will so, als das Wahlresultat in Deutschland, was mir auch gefällt, weil die CDU die stärkste Partei, gehen also an die CDU, werden zurückkommen an die Regierung, so bedauern ich darüber, dass das Resultat nicht mehr klar war bei den Bundestagswahlen, wie es war. Sie selber hatten mit 33% gerechnet, sie sind ein gutes Stück von der Wäsche. Und das beweist das, wenn ihr dann noch die Länder nach und guckt, an Frankreich eine unstabile Situation, an Italien eine unstabile Situation, wo immer mehr Populisten zukriegen. Und ich kann euch sagen, die Leute sind ja nicht in den Halbannen, wie aus dem Minat, die verstehen doch die Welt nicht mehr. Was sonst die seit der Grenze, ob das zu Esch, zu Rimmeling oder zu Dittling waren, an meiner Kannerzeit waren dort Kommunisten, die Majorität hatten, die dort die stärksten Parteien gestalten und haut sie genau auf den Plätzen, also der Front National oder wie sie haut heischen sagen, wir sind nicht die rechtsextrem, die dort so haben. Aber das aber noch mehr schlimm ist. Die meisten von denen kommen rüber auf Lützeburg schaffen und profitieren von der europäischen Freizügigkeit und sie stimmen auf eine anti-europäische Partei. Das beweist, und das sieht mehr, dass die Leute nicht die Parteien stimmen aus Überzeugung, weil sie nicht mehr zufrieden sind mit den traditionellen Parteien, die in Frankreich sind. Da sind ja, die haben sich selber abgelesen und die anderen sind am Gange zu machen, wohin sich da muss vorstellen, was muss man machen, dass die Populisten alles in der Grube kriegen und dass wir darum fertig bringen, dass die traditionellen Parteien Remmenkehr ganz klar definierbar sind und nicht alles an der Mitte steht, den einen als mit links, den anderen als mit rechts und sie sollen alles wieder dasselbe. Und das ist das, der Damen und Herren, liebe Freunde, wo ihr muss aufpassen. Und dafür ist es doch wichtig, und ich möchte eine Anregung machen,
und als Generalsekretariat, dass wir eine Wahlanalyse machen, wie es möglich war. CSV hat 29,21% bei den Chamberwahlen und hat nach 22,91% bei den Europawahlen. Das sind 6% Mama, dass wir uns auch dummer beschäftigen, weil es darauf komisch ist und das hat ein bisschen weggedauert. Wir sind die Europapartei par excellence. CSV an Christdemokratie stung unter Basis, wie Europa gelöst gehen hat. Wir hatten mal Premierministerin angefangen beim Pierre Dupont, beim Joseph Bech, beim Pierre Werner, den Jacques Santer, den Jean-Claude Juncker, die alle gut in Europa einen großen Einfluss hatten, und noch der Luc, also am Gang, den Einfluss für Lützeburg auszubauen, dass es nicht mehr CSV ist, die doch hieß, als Europapartei identifiziert wird. Und der wir auch hier nicht vergessen, wir hatten an den Europawahlen immer bessere Resultate wie an den Chamberwahlen. Könnt ihr nur gucken, an den 80er und den 90er Jahren waren als Resultate an den Europawahlen, was Prozent belangt, durchaus besser wie die an den Chamberwahlen. Wir hatten noch die Zeit 3 von denen 6 Sitze, und noch dafür ist es wichtig, dass wir da eine Analyse machen und da gucken, was wir machen können. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich wollte dann nur kommen auf Stichwort Kaufkraft. Das hat den Alex schon gemacht. Ich wollte nur kommen auf Stichwort Povertät. Du hast auch schon Habanne geschwärzt. Ich will aber nur sagen, dass als Regierungsleute hier Arabisch gemerkt haben, dass es doch nur wichtig ist, dass der Familienminister, nachdem der Gilles den Entlastungspakt gemacht hat, dass auch der Familienminister mit dem Armutsprogramm kommt. Dass es nämlich wichtig ist, dass man gleichzeitig der Martin Singh Pensionsreform oder die Überlegungen für in Richtung von einer Pensionsreform zu gehen, dass da gleichzeitig auch der Punkt von der Armut mit an Anruf geholt wird, weil das ist ganz wichtig. Und an der Armut dran fällt doch das Logement. Weil auch am Logement die Leute, die hier in Lützeburg für Lohn und Gehalt schaffen, gehen hohe Schwierigkeiten, ein Prä zu kriegen, dem noch wie viel sie verdienen, respektive noch Schwierigkeiten, die Loyer zu bezahlen. Aber wenn am Durchschnitt die Loyer schon oder die Schuld schon bei 50% von der Pai ausmischt, dann ist es schwierig, etwas zu machen. Das ist auch immer mehr schwierig, dass sie Präge gemacht kriegen. Und dafür ist es wichtig, dass auch hier Akzente gesagt gehen, für das es möglich ist, dass Schiedvereine hier am Land schaffen geht, doch aber auch die Möglichkeit kriegt, hier am Land können wohnen zu bleiben. Und dass wir bei denen über 200.000 Frontalien immer mehr Lützeburger haben, die selber als Frontalien die andere Seite müssen wohnen gehen, weil sie es nicht mehr packen, dass wir da doch können reduzieren und dass wir da dem Problem können auf den Fonds kommen. Zu der Pensionsreform, wo das Woche eine große Debatte war, hätte ich zwar viel zu sagen, mit den Alex ist schon darüber gegangen und noch den Matti hat schon ein paar Worte dazu gesagt. Und ich meine, dass auch vielleicht besser Textperre aufzuwerden. Gestern Mittag war die erste, sind da nur nach 2 am Monat April. Und dann werdet ihr sehen, dass die Regierung mit einer Position kennt, wie soll an der Pensionspolitik weitergehen. Stichwort Gesundheitsversorgung. Auch da ist es wichtig, dass wir etwas machen. Und da, meine Damen und Herren, liebe Freunde, also das ist aber komisch, und es geht immer mehr komisch, wenn ihr da alles hört, was die Opposition ist an der Gesundheitspolitik an den Kopf geht. Die letzten CSV-Gesundheitsminister, das war Madame Madeleine Friede. Ich weiß nicht, wie viele Albaner derzeit schon dabei waren. Ich kann nicht mal sicher, aber ich meine, es sind vielleicht mehr Albaner, die derzeit schon am politischen Geschäft dabei waren. Mit uns hat das HSV kein Gesundheitsminister mehr. Bis das kann. Und dass wir dann hören, pardon, du warst auch von Diddling, dass wir dann hören von einem Diddlinger, andauernd, dass da ein Hohn wäre, was an der Gesundheitspolitik geschieht. Dass es an der Gesundheitspolitik nicht geführt wird. An dem Mann, der Maxi Bartolomeo, war 10 Jahre selber Gesundheitsminister. Und alles das, was er fordert, hat ja 10 Jahre Zeit gehabt, für es zu machen. Und hat auch noch nach 10 Jahren Zeit gehabt, für Madame Mutsch, die Dono Gesundheitsminister war, für da können die nötigen Akzente zu setzen. Und dafür, meine Damen und Herren, liebe Freunde, meine Chance, das wäre surreal, von den dann her, dass letzte Sozialistische Arbeitspartei an der Politik von der Gesundheit sieht, es gibt noch Zeit gehen, dass endlich etwas geschehen. Ich kann Ihnen garantieren, es wird etwas geschehen, weil macht den Depré da, weil CSV der so hat, und kein Sozialismus da sitzt. Ja, es ist nicht flott, an einer Urgenz zu sitzen und können die nicht bei. Aber für das kannst du ja Parlamentarier zu stellen. Und macht ihn dann zu froh, für was nicht etwas geschieht,
Das, der Damen und Herren, liebe Freunde, das muss ich ja so, und ich meine, das hat der Pinocchio sich mal nicht getraut. So. Stichwort Sicherheit. Auch von der Sicherheit, was ja ein Problem ist, den immer mehr groß geht. Denn Leo hat bei der Polizei die Akzente gesagt, die notwendig sind 2 Pilotprojekte gemacht gegen Zwasch an der Stadt. Und man hört und staunen, die da am meisten kritisiert haben, waren Sozialisten. Und die ersten Gemengen, die sich schon gemeldet haben, sie hätten da doch gerne. Kommen wir ein bei Wirtschaft, also ich entschuldige mich auch bei den Kollegen von dort, die Leute bei Kehl, Hanna Kehl, Beteburg, dazwischen bei den Diedlinger, ich entschuldige mich. Mit Diedlinger so die nächste Foto für zu kriegen. Ich habe noch kein Problem damit, ich fand da doch ein gut sagt, dass Diedling das dreht. Ich kann euch aber so, und zwar ein Diedlinger, den an der Chambre gesagt hat, an der Kommissionssitzung, dass das da ein komischer Weis für, was der Leo da gibt, für ein Lokalpolice aufhören. Dafür weiß ich nicht, ob das dieselbe ist, ob den Schmeiß von der Batmisch am Spiegel nicht immer in alles denkt, was er gesagt hat. Auf alle Fälle, der Damen und Herren, liebe Freunde, auch da müssen Sie sich vorstellen, was da geplant ist, und was da auf verschiedene Cap vorgeht. Bei Stichwort Sicherheit will ich auch noch erinnern, die Elisabeth ist am Gang für, dass wir 94 neue Posten kriegen an der Magistratur, für das doch da sehr geht, weil das etwas, was wir immer zu hören kriegen. Da geht auch noch etwas geholt, da geht auch noch etwas gemerkt, und dann dauert es 1, 2, 3 Jahre, bis etwas dann im Gericht geschieht, und dann hoffen wir, dass auch mit dem, was an der Magistratur geschieht, dass wir eine neue Politik durchkriegen. An der Umweltpolitik hat das Herrsch die ersten Akzente gesagt, für dass es doch proaktiv weitergeht. Dass nicht Umweltpolitik da ist, für die Eng zu schikanieren, sondern dass Umweltpolitik da ist, für etwas zu machen am Ende von der Natur, am Ende vom Naturschutz, mit dass ihn dadurch pragmatisch gehen und hin auch zusammen am Gang man macht die Probleme umzugehen, die für die Landwirtschaft stellt, an der zwischen Natur und Landwirtschaft, wo du heierst du auch sogar Gesetze. Schwierigkeiten sind, die Interpretation zu machen, dass die Landwirtschaft die primiert oder dass der Naturschutz die primiert, dass sie da auch endlich die Akzente kriegt, die gut notwendig sind. Aber vielleicht kommen wir schon gerade zum Schluss von meinem Deel von der Rede, von denen 2, sie haben noch eine Landwirtschaftstisch gemacht, sie haben einen Dialog geführt mit den Bauern, und sie haben mit den Bauern diskutiert. Und das herrscht am Dialog ein Akkord mit der Fonction publique am Kollektivvertrag, und da sollen verschiedene Leute abhalten, zu so ein CSV wie nicht am Stand, Dialog mit den anderen Partnern zu führen, da das zu beweisen an der Landwirtschaft und an der Fonction publique, als es geschieht. Melanie hat für drin gesagt zum George, hat gewollt all Druck ausüben, für das mehr Gemenge Sportkoordinator machen. Ich kann da just, pardon Melanie, hat nicht falsch, just lachen. Wir hatten Chance für 14 Tage, wo mehr als Gemenge am George, nicht nur mehr, aber auch nach einer Gemenge, wo wir am Staat de Luxemburg, wo ich hoffe, dass es noch nicht 8-0 geht, mehr nicht das, wo wir am Staat de Lützeburg unterschrieben, für einen Sportkoordinator an als Gemeinde zu kriegen. Es ist wichtig, dass eine gute Initiative, die hier geholt ist, und ich meine, dass es doch wichtig ist, dass die Akzente gemacht werden. Mehr das werde ich da nie verstehen. Und das geht um Martin Depré, das geht um Georges Michel und das geht um Claude Meisch. Wir müssen immer mehr machen für als Schulen, mehr Bewegung. Ich unterstütze das alles. Ich muss euch sagen, ich bin aber ganz gleichzeitig das Problem, wenn ich da gucke, mal ist für in der Schule, wenn ich da gucke, da gibt Pedibusse für Gemengen Gebäude, aber der Pedibus ist auch mehr sehr wie ein Auto, weil ich am Stau für in der Schule, für in den anderen, wenn es kann oder hinfahren. Ich habe kein Problem, dass man so hätte gerne 3 Stunden Schule und das ist wichtig, dass es kann mehr Bewegung kriegen. Aber da müssten wir uns vielleicht alle gut, sowohl als Ältere wie als Großeltern, aber auch uns vorstellen, ob dann noch der richtige Weg ist, dass wir immer Menge mehr müssen sie am Auto von der Schule an den Turnsaal, vom Turnsaal an den Schwamm, und von der Schwammerin zurück an die Schule. Auch das wäre eine Bewegung, und auch da sollen wir drüber nachdenken. Da gibt es Sicherheitsaspekte, streiten die nicht doof. Wir müssen sich darüber die vorstellen, weil das ist etwas, was ich mich allmeist vorstelle, wenn ich am Landspielsorelais oder Landst Schule fahre, wie ist das möglich, mehr verlangen, mehr Sport oder Bewegung für uns Kinder, und gleichzeitig losen wir hin, wo wir nicht schwach für auch können, den Weg können zu gehen. Der Damen und Herren, liebe Freunde, da komme ich aber zu einem Punkt, und ich will hier unterstreichen, denn
den George Michel an nech méi hunn net all der Klappereiie mat neem hun net all der Boxkampf mat nee noch van der verschiedene Plätzen immer gern heich gespielt gëtt, dat ass Appppes beim Erbesrecht. Ich will so an das bekannt ha Bannewees schiet verreen dat. Ich komme vun der Gewerkschaft seit schwer Gewerkschaftler an kann so bei der Gewerkschaft als Demo Gewerkschaftler als dummer Gewerkschaftler an schon der dochfleit he mat an Wéigelet geht. Und schmenge noch dofir, dat du wichtig ass verschiedene Sachen am Sozialdialog zu klären. Und ich will dofir unterstreichen, ich fand immens, dass de Lück zu Summe am Joch die Sozialraum nagerufen hun, fir dass den Dialog den a Schwierigkeiten kommmers fir den Dialog frisch zu lancieren. Das wichtig, dass Sozialdialog besteht, das wichtigste Sozialdialog als auch Garant vun den Lützebauer Fortschritt von dem wat die lächt Joren an dat um Zweite Weltkrieg zu Lützeburg stattfand huet. Dann stellt er mal 4 auch heute zu Lützeburg für alle zweiten der Warnstreik. Für alle die Memoien noch Bresel mussssen, so mé an der Welt gestreikt. An dat der Damen an Herren Freund och de soziale Frieden, die wir hier am Land waren, als op de Sozialdialog an als op Basis vom Sozialdialog zu feieren. An den Sozialdialog als keine Erfindung von der letzten Regierung. Der Sozialdialog heute zu Lützeburg für den langen, schon ganz lange Bord. Der Sozialdialog zu Lützeburg, den nächsten, der geschwärzt hat, hat Pierre Dupper geheescht. Den hat die erste Keier schon 1917 ein Projekt de Loi handeln. Den hat zwar nicht Sozialdialog geheescht, aber den hat gesagt, die Zeit für ein Kollektivvertragsgesetz. Das war 1917. Es hat aber bis 1965 gedauert, bis Lützeburg ein Kollektivvertragsgesetz gekriegt hat. Ein Rapporteur von dem Gesetz war ein gewisser Jean Dupont. Das war der Bof von Pierre Dupont, den damals deputiert war, kurz darauf Arbeitsminister Guinness, mit der Zeit, wie das war eine CSV-LSAP-Koalition, wo die Kollektivvertragsgesetz Guinness. Wir hatten aber schon seit den 30er Jahren Kollektivverträge. 1966, das geht nächstes Jahr 60 Jahre, als heute zu Lützeburg, op Initiative von einem Premierminister, der Pierre Werner geheescht hat, zusammen mit den Gewerkschaften und mit dem Patron, der Conseil économique et social gegründet. Der Conseil économique et social, das haut noch immer ein ganz wichtiges Gremium ist. Und den Gilles, den hat immer ein Ziel als Avis, die kriegt für als Rapporteur, haut als Finanzminister, das ist ein Avis annuell vom CES, und noch ein Avis zum Budget. Das war immer von den Dokumenten, den am weitesten ran Detailgängen als für Wert, wir wollen die Beitseiten von dem Tisch in der Strache, nämlich das für die Ökonomie und noch das für das Sozial. Und dafür, meine Damen und Herren, Freunde, sind ich der Meinung und ich bleibe der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir einen guten Sozialdialog haben und dass wir auch eine gute Zusammenarbeit tun, sowohl mit den Gewerkschaften wie mit den Patron. Ich bin nicht glücklich, ich habe das doch gesagt, ich habe doch an der Chambre gesagt, dass die Projekt Sonderservice an Öffnungszeiten ein paar gestartet gesehen. Ich hätte lieber gehabt, dass wir ein Gesamtpackage gewesen zusammen mit den Kollektivverträgen, aber wir hätten nicht da fertig, das Package zu schüren zwischen den Gewerkschaften und den Patron, für dass wir dann auch genau wissen, in welche Richtung es geht. Ja, Politik ist gewünscht, ihr wär's, ich schon da doch verstanden, mit den Damen und Herren, Freunde. Ich hätte lieber gehabt, wir hätten da nicht so gegangen, wir los als Lohn auf 4 gucken, und los als die Pisten definieren, die wichtig sind für das Schiedsverein sich daran zurückfinden. Ich persönlich, ich mache noch kein Hehl draus, dass das von der Sonderservice mir wirklich ganz so leid. Ich habe nicht für 50 Jahre, aber 1989 sind ich an dieser Hall. Jean-Paul, das gut war nicht das Hall, war ein anderer Hall, war ein bisschen mehr primitiv, wie die von heute, und da ist es darum gegangen, läuft meine freie Sonntag. Das war eine große Kampagne, die an diesem Saal stattfand. Auch ich weiß, dass ich nicht überall kann, lernst Sonderservice kommen, ich denke, die haben nur die Presse, ich denke, die haben die Spitäler, ich denke, die vom CGDs, ich denke, die haben die von der Restauration. Meine Damen und Herren, Freunde, ich meine, dass es aber auch wichtig ist, wenn es nicht lernst Sonderservice geht, dass ich dann aber auch muss gucken, zusammen mit den Leuten, mit den Betroffenen zu schaffen, und dass sie dann auch etwas davon haben, für wenn sie da schaffen können. Aber wenn mich am meisten gesteuert hat, Herr Premierminister und Herr Arbeitsminister, hat er so 2 Sekunden dauern. Das fand ich an Navi von der Chambre de Métier und der Chambre de Commerce lesen. Das hat jetzt zwar nur ein Projekt, den ich auf den Commerce auswirken, aber sie dürfen das gerne alles direkt generalisieren. Und das, meine Damen und Herren, Freunde, das gibt eine Katastrophe, wenn wir dann alles generalisieren, weil das was an den Navien von der Chambre de Commerce und der Chambre de Métier steht. Ich gebe das nicht gut finden, ich gebe das Menge, das wäre ein Rückschritt.
Und dafür habe ich immer die Probleme. Ich habe an der Chambre gesagt, dafür darf ich noch so etwas für die Lüger, für den Georges Schneitz, für die meisten von den anderen höchsten Stunde. Ich will da von einmal konfirmieren, ich will den Weg nicht gehen, weil ich der Meinung bin, dass der falsche Weg ist. Mehr an dem Kontext kann ich just staunen, wenn den früheren Arbeitsminister der Georges dann andauernd fragt für verschiedene Dossiers. Den von der EU-Umsetzung von der EU-Direktive über Kollektivverträge war, wie der Georges Datum gelesen hat, da wusste zwar schon viel drin, aber das ist so ein kleines Butat, gelesen, wo da steht, dass 2022 statt wie Direktive in der Schule gehen lassen. Hier ist aber 2023 am Dezember veredigt gehen, da muss man sich vorstellen, was das dann das Jahr geschieht, für der Umsetzung von dem 2022 bis dem Moment, wo er veredigt gehen ist, war da kein Arbeitsminister heute in Lützeburg, hatten wir da keinen, oder wie ist das möglich, dass die Person, die zwei, hier noch nachfragt, Herr Minister, wenn ich fängt dann noch endlich an, das umzusetzen, was umzusetzen ist, dass kein Dittlinger, und das ist ein anderer Südgemeinde, wir können nicht von Dittling, dafür, dass nicht Engel, aber auch das für mich etwas wird. Unverzeihlich ist und dasselbe ist die Geschichte von der Ladenöffnungszeiten, und da sind wir aber fertig mit der Ladenöffnungszeiten. Doch da ist der Minister, den anderen sagt, dass wieder aber stark steckt, was da geschehen. Ich will ja just so ein Urteil von der Ladenöffnungszeiten aus von 2017. 2017, ich meine, das sind nur in der Zwischenzeit 8 Jahre hier. Und mein Rick, den sieht man immer mal für 8 Jahre sitzen, sondern auf der Oppositionsbank. Das heißt, dass das von 2017, wo das Urteil geholt ist, bis 2023 Zeit gewesen für die Leute, die so viel darüber scheißen, dass das dann hohen wird, wie lange das dauern, dann hätten die ja all die Zeit gehabt, für das so zu ändern, wie sie der Meinung gewesen wie es soll sein. Ich will das schon als Remarque machen, weil wenn ihr über die Diskussion steht, der wir das auch nicht vergessen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, für was steht CSV? Ich hatte es für drüber gesagt, hier hast du heute das Gefühl, die Welt steht auf der Kopf. Ich weiß aber, dass gerade an diesen Zeiten, wo CSV immer der Majorität da ist, gut ist, für das wir können helfen, die Welt, die auf der Kopf steht, ein bisschen mehr lebensfreundlich zu machen und auch für uns einen Input zu geben, was an europäischen Dossier geschieht, und für den Input zu geben, was muss gemerkt gehen für das Lützeburg an Europa, auf der Welt, auch die führende Rolle kann spielen, diese langen Jahre gemerkt haben und trotzdem, weil die international am Gang ist, zu geschehen. Wir müssen aber auch wissen, dass das kein Einheitsbrecher sind, dass CSV auch da traditionell nicht kann über Bord geheuern. Ricardo hatte das engeriert gesagt, christlich-sozial Volkspartei als eine Nummer, aber wir basieren uns auch da auf Prinzipien von der christlichen Soziallehre. Und das ist auch wichtig, dass wir das machen. Und das, meine Damen und Herren, liebe Freunde, dafür ist es auch wichtig, dass wir eine starke Ökonomie heute in Lützeburg haben, und gleichzeitig ein starkes Sozialmodell, und gleichzeitig auch ein starkes Modell für Umwelt- und Klimaschutz. Die waren in den 60er Jahren nicht dabei, aber das ist auch wichtig, dass wir den mal dranhören, weil das ist auch wichtig für die Politik zu machen, die notwendig ist. Ich will aber auch sagen, dass wir einen Koalitionsakkord, ich weiß das. Ich bin noch der Meinung, dass in seinem Koalitionsakkord steht. Aber gleichzeitig will ich aber auch so, muss ich noch stehen zu seinen Grundsätzen und zu seinen Überzeugungen. Aber muss ich gucken bei der Umsetzung von dem Koalitionsprogramm, das da mit Grundsätzen für die christliche Sozialvolkspartei seit 111 Jahren steht, an die Überzeugungen, die christliche Sozialvolkspartei Vertrauen von den Wählern seit 1914 gekriegt hat, dass er die auch nicht einfach kann über Bord gehalten. Und dafür ist es doch wichtig, dass wir uns selber damit beschäftigen. Ich gebe auch dafür einen Appell machen als Generalsekretär. Ich hatte für die Runde ein Tableau gesehen mit einer Arbeitsgruppe. Ich gebe auch eine Gruppe S wie Soziales machen, dass wir uns auch damit können beschäftigen. Weil, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir haben noch draußen gesagt als TSV. Mehr steht für den Triple-A, und der Finanzminister Gilles Roth hat gesagt, an der Chambre, es wird nicht nur den Triple-A, die für ihn zählt, aber auch den Triple-S. Und dann, meine Damen und Herren, liebe Freunde, sollen wir das doch machen. Das ist ein Reklam für CSV, das ist ein Reklam für die Sozialpolitik, weil noch den Triple-S hier in Lützeburg Stellenwert hat, den er verdient, weil das nicht mehr so wie es geht. Wir waren immer eine Partei, die Platz war für jeden Verein.
könnte Gilles mal Empfanger, weil immer von der Stadt so, und da könnte man Empfanger an den Drehende so, ob Handwerker, Bauer, Staatsbeamten, Afrikaner oder Doktor. Wir sind eine Volkspartei, Agitverein muss sich an dieser Partei zurückfahren, Agitverein muss sich auch zurückfahren mit den Ideen, die er vertreten wird. Und darüber hinaus sind wir auch eine Europapartei. Ich finde, da muss man gesagt, CSV stimmt immer zu der europäischen Idee, und CSV soll auch in Zukunft zu der europäischen Idee stehen, weil das nicht mehr in einem gemeinsamen Europa, wo wir auch können, als Lützeburg, als kleines Land, die Rolle spielen, die wir gerne spielen, wo wir nicht immer nur wollen, als kleiner Partner aufgestempelt gehen, wenn wir auch können als Tuet bei, möchten haben wir die letzte Woche gesehen, ob das beim Stammer war, ob das bei Macron war, überall war auch der Luc als Vertreter von Lützeburg dabei, das ist auch gut so und das soll auch weiterhin so sein, weil das wichtig ist, dass wir auch als kleines Land den Abfluss in Europa haben, den wir zu Jean-Claude Juncker, Jacques Santer, Zeiten hatten, weil nicht mehr, wenn wir in Europa können mitschwätzen, können wir auch etwas machen für das Land, sind Bürger und Bürgerinnen, die heute in Lützeburg wohnen. CSV überhält Verantwortung für das Land von anderen, die heute an der Opposition sitzen, Gelegenheit hatten, das zu machen, also immer nicht mehr wollen vorwerfen, aber Motionen und Resolutionen an der Chambre joen, wo aber keinen politischen Inhalt drin ist. Wir haben geliefert, hat Franzi für drüber gesagt, mehr netto vom Brutto, eine Konsequenzbekämpfung von der Armut, wo wir am Gang sind, drin zu schaffen, auf hier und alle ein AAA, urban heißt man AAA, der Damen und Herren, liebe Freunde, da gibt es eine bessere Lebensqualität, heute in Lützeburg und auch in Europa. Vielmals merci. Merci Marc für dein Engagement an den Stimmen an der Fraktion, an der Chambre und an dieser Partei. An einer Zeit, wo politische Konsequenz und Deutlichkeit gefroht sind, was du ein fester Rückhalt für als Fraktion und für CSV. Vielmals merci. Lieber Leguer, hallo. Kommen wir zu unserem Hauptredner von der Morgen. Ich zähle nicht nicht, weil das möchte ein Video, die wir für euch präpariert haben. Als Welt hat sich verändert. Und die Herausforderungen sind groß. Mehr Verantwortung überholen heißt nicht, sich wegzuducken, mit zu handeln. Das Zeit für Stärklesungen an unsicheren Zeiten. Zeit für die Wurstem zu sichern, an Arbeitsplätzen zu halten. Zeit für Decisionen zu holen, die Zukunft von uns an unsere Kanner aufsichern. Los Zeit für Stabilität, für Courage, für Leadership. Eine Zeit für großen Defien und großer Verantwortung. An einer Partei, die sie überhält. Und das CSV. Liebe Freundinnen und Freunde von der CSV, begrüßt mit mir zusammen der Parteipräsident und Premierminister von Lützeburg, Luc Frieden. Merci, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist gut, heute zu Ettelbruck zu stehen. Gerade 2 Jahre nachdem von hier aus eigentlich ein großes neues Kapitel von unserer Partei abgeschlagen ist. Es war hier an diesem Saal für bald genau 2 Jahre, wo dir dezidiert hat, dass ich soll Spitzenkandidat gehen und daraus als der Kapitän von dem Schiff entstanden. Das war nicht eine Geschichte, die viel geschrieben war, das ist eine Geschichte, die wir hier angefangen haben, mit einem klaren Programm, mit einer klaren Ambition, und heute stimmen wir an der Verantwortung vom Land, das würde ich so zu Ettelbruck zu sehen, als mehr wie ein geografischer Platz, das der Weg, den wir zusammen wollten gehen und zusammen gehen. Es
steht auch gut, nur all den Sitzungen zu Paris, zu Brüssel, an auf anderen Plätzen daheim zu sein. Nicht, dass ich dauernd im Ausland wäre. Mir ist immer oft bewusst, dass in Sitzungen, dass das vom Sujet her Sitzungen sind, die Geschichte schreiben. Weil dem Feld rundherum darüber eine fundamental Weise geändert wird. Aber wenn ich dann da sitze, da so ich mir heinst du, für was müsste der Teil? Weil das bedrücken, nicht Stunden, die du sitzt, mit Thematik. Und dann sind ich aber auch nur kurzer Reflexion immer in der Meinung, dass es keine mehr große Aufgabe gibt, für sein Land an so Zeiten zu vertreten, für an so Zeiten seinen Beitrag zu leisten, als Mensch, als Land, als Partei, für das wir weiter können, auf Frieden, auf Freiheit, an Wohlstand zu Lützeburg, an Europa können leben. Und dafür sage ich merci, weil auch wenn du sitzt, da spielt die Unterstützung, die in hier am Land und an der Partei holt. Also dafür ein ganz großes Merci. Und ich will euch auch sagen, dass ich eigentlich ganz stolz bin auf das Land, auf die Demokratie, die funktioniert, auf den Zusammenhalt, den wir haben. Wir haben Wahlresultate, die akzeptiert sind, für jeden Fragen, ob er gewinnt oder ob er verliert. Wir haben einen respektvollen Umgang mit den anderen. Wir haben eine gewisse Kohäsion sozial und deren immer muss schaffen. Aber die besteht nicht auf vielen Plätzen in Europa. Ja, wir haben eine Demokratie, die funktioniert, und ich bin eigentlich ganz froh, dass durch die letzte ich konnte mit allen Parteien am Parlament Gespräche, konstruktive Gespräche über die großen Herausforderungen von unserem Land. Und die Gespräche waren respektvoll, sie waren auf großen Bühnen an der Zielsetzung geeint, wenn wir alle gut wissen, dass Großes im Spiel steht. Und darüber sollen wir auch als Lützeburger höflich sein, und darüber muss man all das zusammen noch schaffen. Politik als ganz. Und gerade in den A von der CSV muss es ganz sein. Das ist den DNA von unserer Partei, das sind Buchstaben von unserer Partei, das ist Geschichte von unserer Partei. Das ist das, für was wir gewählt sind. Wirtschaftlich, sozial, nachhaltig. Und ich setze dabei, das, was wir vielleicht für uns 2 Jahre nicht so gespürt haben, Sicherheitsdimension, demokratische Dimension. Alles das, also ganz das verlangt eine große Kohärenz. Kohärenz am Inhalt, eine Kohärenz an den Menschen. Und da bin ich extrem dankbar, dass ich auf dem Schiff, was der Ricardo da immer beschreibt, nicht allein sind, dass wir ein Team sind. Und ich kann nicht sagen, dass jeder von den 8 CSV-Ministern an der Regierung ein richtiges Team ist. Keiner ist den anderen mit seinen Sujets lang. Kein deelt nicht zwischen die Ambitionen von dem anderen. Das ist eine exzellente Atmosphäre. Und ich will für jeden fragen von meinen Kollegen an der Regierung eine große Merci sagen. Wir sind ein Team, wir sind ein starkes Team an dem Inhalt, an der Ambiance, und das ist der Schlüssel auch zu Erfolg von dieser Regierung. Merci dafür. Wir sind noch ein Team, was Kooperation zwischen der Regierung und der Fraktionen belangt. An einer Demokratie gibt es ein Exekutiv, gibt es ein Legislativ. Das ist ganz normal, das ist eine Essenz von der Demokratie. Und ich kann nicht sagen, dass Kooperation zwischen den Ministern und der Fraktion exzellent ist. Ja, wir diskutieren, aber ist das nicht normal? Die diskutieren ja auch daheim mit ihren Freunden. Bei allen Sujets gibt es natürlich ein paar Meinungen. Aber wir kommen immer ein Stück weiter. Und da will ich auch hier dem Claude, den auf einen brillanten Weise, auf einen ruhigen Weise, wie wir das von ihm kennen, Chamber feiert an der Mark, den Fraktion feiert an alle Kollegen, den 21 aus der Fraktion eine große Merci sagen, wie die zusammen haben. Nimmen zusammen kriegen wir das Koalitionsprogramm, nimmen zusammen kriegen wir unser Wahlprogramm
umgesät och déi ze summen habecht, fir déi sinn ich ganz dankbar. Merci dafür. An da geheiert zur Ambiance an zu der Umsetzung von unseren Ambitionen nach etwas. Da das zu summen habecht mam Koalitionspartner. Wann Ampelkoalitionen an Deutschland an ähnlich Konstellationen zu Lützeburg zu Summe gebracht sind, dann ist es, weil sie auf verschiedene Richtungen gezogen haben. Die einen wollten Steuer absetzen, die anderen wollten sie aufsetzen. Die einen wollten Wohnungspolitik so machen, die anderen so machen. Die einen haben für Sicherheit geschwärzt, die anderen wollten sie eigentlich nicht die Instrumente dagegen für es zu erreichen. Darunter sind Regierungen gescheitert. Ich setze mich dafür an, zusammen mit dem Vizepremier, dem Außenminister Xavier Bettel, wie die Koalition gut funktioniert. Und ich muss sagen, CSV und DP sind enorm determiniert, für eine gute Ambiance, Wort für Wort vom Koalitionsprogramm umzusetzen. Und dafür wollte ich auch hier von dieser Platz aus der DP an Xavier Bettel für die Freundschaft und die Kooperation. Merci so, ohne Idee, man nicht viel kommen an der Realisation von der Modernisation von unserem Land, für das wir angetreten sind. Wir haben auf unserem Kongress, nur dem Spitzenkandidat gesehen, haben wir dezidiert, dass wir mit 10 Schlüsselpunkten gingen an die Wahlen gehen, und für die haben wir ein ganz großes Mandat vom Lützeburger Volk gekriegt. Die 10 Punkte bleiben als Kompass. Ein Schiff fährt nicht an irgendeine Richtung. Ein Schiff muss ihn irgendwie steuern, aber muss in sich ein Ziel gehen. An die 10 Punkte, die dir damals dezidiert hat, die wir zusammen geschrieben haben, die bleiben die Richtung, die haben ihren Niederschlag fand am Koalitionsprogramm, an dem muss umgesetzt werden. Auch wenn die Umstände ändern, da muss ich vielleicht das eine oder das andere adaptieren. Mit Ziel, wo wir wollen hinfahren, als klar, und das als eine responsable Politik für das Land machen, für eine starke Wirtschaft, einen starken Sozialstaat, mehr erneuerbare Energien, mehr Sicherheit. Den Kompass, den wir da haben, den wollen wir umsetzen. Das braucht Zeit, aber das werden wir an diesen 5 Jahren hinkriegen. Da sind wir 16 Monate umgegangen. Ich meine, das Jahr 2025 und 2026, das sind die wichtigsten Jahre an einer Koalition. Am Anfang muss eben sich ein bisschen mehr gewinnen. Da können die Legislativarbeit, die in der Regierung präpariert wird, die nur an der Chambre umgesetzt muss gehen. Und dafür, als das Jahr, das angefangen hat, an der nächsten sind Schlüsseljahren von dieser Koalition. Und dafür zählen nicht darauf, dass wir geschlossen an den 2 Jahren das Wesentliche von unserem Programm umgesetzt kriegen. Dass wir da geschwärzt gehen von AAA und Triple S, das klingt ja alles ganz gut und das ist auch richtig. Aber alles hängt davon ab, Triple S, erneuerbare Energien, Ausgaben für mehr Sicherheit daheim und am Ausland, dass das Wirtschaft dreht. Ohne Arbeitsplätze, ohne Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen, die profitabel sind, die können investieren in Forschung, an Innovation, geht gut nicht. Und dafür ist es notwendig, dass wir hier in Europa gucken, dass als Betriebe, als Finanzplatz, als Handwerk, als kleiner Mittelbetriebe, als Industrie hier einen Platz finden, wo sie von allen Politiken unterstützt gehen, für dass sie weiterkommen. Das gilt auch für die Landwirtschaft, die allervor eine Bedeutung hat für unsere Ernährung, mit ihrer wichtigen wirtschaftlichen Komponente hat. Und dafür muss die Umweltpolitik, Steuerpolitik, Wirtschaftspolitik, der reglementarische Kader wie an engem Otenzug mit denen sich bewegen. Und darunter schaffen wir, und dafür ist auch gerade ein Team an der Regierung so wichtig. Und das Staat, meine ich, in der Vergangenheit bei vierigsten Regierungen nicht immer geklappt hat. Schiedere nicht an Singrichtung gezogen. Schiedere nicht das vielleicht gut gemengt. Wir wollen nicht zu einer kohärenten Politik feiert, da so ich, da geht Wirtschaft nicht an den richtigen Weg und da können wir all die anderen Sachen nicht machen. Und wir wollen eine starke Wirtschaft, wir wollen gut Arbeitsplätze und ordentlich Paien zu Lützeburg haben und darunter schaffen wir Tag für Tag.
Das machen wir hier und das machen wir in Europa. Wir haben das Woche auch zu Bresel viel über Wettbewerbsfähigkeit geschwärzt. Und das, was wir hier diskutieren, ist das nämlich die Hai. Zur Wettbewerbsfähigkeit gehört, dass man Betriebe nicht überbelasten mit Regeln. Und die Regelwerk ist über die letzten Jahre und Jahrzehnten viel zu viel kompliziert gehen. All einzelne Regeln mich vielleicht Sinn, aber all die Regeln zusammen sind kontraproduktiv. Wenn wir Lieferkettengesetze machen, wo all kleiner Mittelbetrieb muss hunderte von Seiten ausfüllen, um zu gucken, ob die Produkte, die geliefert kriegen, an all seine Komponenten, wo auch immer die Komponenten auf der Welt hier kommen, ob die konform sind zu gewissen Standards, so nicht, da kriegt keine Lust zu schaffen. Wenn an dem Bauernbetrieb mehr Formuläre müssen ausgefüllt gehen, wie da wäre das für sein Fleisch oder sein Milch oder sein Getreide oder andere Produkte zu produzieren, dann hört die Bemol keine Lust mehr dazu. Und dafür muss man den richtigen Equiliber finden zwischen Reglementation und dem, für was Wirtschaft eigentlich da ist, nämlich Dienstleistungen und Produkte zu produzieren. Wir wollen eine mehr gesunde Balance, ein mehr gesundes Gleichgewicht zwischen den Zielen von der Reglementation und der Umsetzung von der Reglementation finden. Und die ist nicht mehr da. Und dafür muss man eine Vereinfachung von diesem ganzen reglementarischen Kontext machen an Europa. Und zu Lützeburg, die neue Europäische Kommission schafft darunter. Und wir müssen das nämlich zu Lützeburg machen. Und da sind wir guten Weg. Wir sind guten Weg, weil wie das Regierung angetreten ist. Das war Ende 2023. Da haben wir gesehen, dass die Wirtschaft rückläufig war. Das heißt, Betrieb, Land, der Mehrwert in einer Wirtschaft schafft, war gar nicht da. Am Jahr 2023 ist Deutschland rückläufig gewesen, Lützeburg war rückläufig. Andere Länder in Europa sind gewusst. Aber wir brauchen Wurst, um für unseren Lebensstandard zu erhalten, für unseren Sozialstaat zu finanzieren. Am Jahr 2024, dem ersten von der Legislaturperiode, wo CSV noch 10 Jahre an der Verantwortung ist, als die Wirtschaft liegt gewusst. Rund 0,5%. Aber wir schaffen darum, für das 2025 nach mehr ist, dass wir es fertig bringen, über die Prozent, 1,5%, vielleicht 2%, zu wissen, für das wir können, den Wohlstand assurieren und dass wir können eine starke Sozialpolitik machen, eine starke Umweltpolitik, eine starke Sicherheitspolitik machen. Dafür braucht es Moyen und dafür muss man dafür sorgen, dass wir auf dem Weg von einem raisonablen, einem nachhaltigen Wachstum vorkommen. Darunter schaffen wir mehr. Das, was wir 2024 erreicht haben, das, was wir 2025 gesehen, encouragiert uns, auf dem Weg voranzugehen. Da bin ich auch froh zu sehen, dass an Deutschland eine neue Regierung an den nächsten 2-3 Wochen am Amt kommt, die auch die Politik wählt. Ich habe am Januar ein Gespräch mit dem zukünftigen Bundeskanzler geführt, haben wir gerade über die Dossiers geschwärzt. Und dann hat man gesagt, ich ging ganz genau observieren, à la fois, was wir an der Wahlkampagne gemacht haben, was wir als Politik hier in Europa machen. An Deutschland als Umgang sich auf die Weg zu bewegen, als die größte Ökonomie in Europa für Ohren zu gucken, dass da Wohlstand, dass da Wachstum und Wohlstand Hand in Hand mit geht. Und ich hoffe, dass Ihnen da dann die nächsten 14 Tage gelingt, weil das ist wichtig für Deutschland sicherlich, aber das ist auch wichtig für Europa und das ist wichtig für Lützeburg, weil das ist unser größter Handelspartner. Und dürfen wir alle Interesse daran, dass CDU auch in Deutschland Verantwortung können an den Kanzler von Deutschland stellt. Das ist wichtig für uns. Und wir haben einen Partner, den auch gesagt hat, dass nicht mehr will, mit Frankreich und Polen eine gute Relationen, mit das gelehrt hat an der Geschichte, auch von anderen CDU-Kanzlern, dass Relationen mit den kleinen Opern gerade so wichtig sind wie die großen. Und wir wünschen eine gute Chance an die Aufgabe, die auf uns zukommt. Wir brauchen ein modernes Lützeburg. Und dafür investieren wir auch viel an die neue Datenökonomie. Wir investieren wir viel an Supercomputern,
die notwendig sind, für das man die künstliche Intelligenz, wo es gut ist, dass wir auch darüber Kuren an unserer Akademie offrieren, das sind alles Sujets, die als Ökonomie für moi präparieren, die auch notwendig sind für andere Bereiche. Sie wird an der Gesundheit, sie wird an der Wirtschaft generell, aber auch am Sozialbereich. Und dafür ist es notwendig, dass wir auch hier eine ganze Reihe Investimenten machen. Die sind in unserem Budget vorgesehen, dass das auch das Land auf die Zukunft präparieren. Wir haben immer gesagt, wir wollen Lützeburg für die Zukunft stärken. Aber für die Zukunft stärken brauchen wir noch gute Infrastrukturen, die klassischen Infrastrukturen, die notwendig sind für die Mobilität und so weiter, aber auch die Infrastrukturen, die es möglich machen, dass das Land mit kann halten an neuen Entwicklungen, an künstliche Intelligenz. Das ist sicherlich eng von den Entwicklungen, die das Land wird, an Europa werden die nächsten Jahre fundamental ändern. Und dafür braucht man die Infrastrukturen, auch die Applikationen aus der Forschung, die da rauskommen. Und dafür bin ich froh, dass man doch fertig wird, an Europa einen Schlüsselplatz zu geben von der Datenökonomie, und notamment von der Entwicklung von der künstlichen Intelligenz. Und ich bin davon überzeugt, dass die Datenstrategie, die wir geschworen werden, vorstellen, die künstliche Intelligenzstrategie, die wir geschworen werden, vorstellen als Regierung, unter dem Leader von Elisabeth, dass wir das werden fertigbringen, auch das Land für bessere Zukunft vorzubereiten. Denn das Ganze hängt alles mit dem zusammen. Wenn wir eine starke Ökonomie haben, können wir auch einen starken Sozialstaat haben. Der Sozialstaat, der muss von Zeit zu Zeit adaptiert gehen. Das ist ganz normal. Die Gesellschaft entwickelt sich. Da muss auch die Rahmenbedingungen vom Schaffen, vom Leben, mit denen aufgestimmt gehen, dass das bei ihnen passt. Und das ist der But von der Modernisation, die wir hier gesehen haben, am Arbeitsrecht. Das ist der But von den Evaluierungen, die wir feiern, am Pensionswesen. Das wäre mir einfach, wir gehen einfach so, wir losen das, wie das alles zu 100 Jahren oder 50 Jahren oder was auch immer ist. Mit Leben, das wissen wir, an unsere Familien hat sich geändert. Das Leben, was den rund um den Beruf feiert, hat sich geändert. Wir wohnen auf anderen Plätzen, wir schaffen auf anderen Plätzen. Und dafür müssen wir das anpassen. Wir passen das an, indem wir der Situation von den Menschenrechten drohen. Das Logement ist von den Themen von der Sozialpolitik, weil das besucht wird an der Wahlkampagne. Dafür haben wir hier eine Reihe Sachen gemacht, für es mehr einfach zu machen, für die Leute zu encouragieren, können zu kaufen, können zu lohnen, können zu wohnen. Dafür als Kaufkraft, Soziales, Organisation vom Arbeitsleben, ganz, das wir in die Politikbereiche nicht neben dem anderen gesehen, mehr als ganz gesehen. Und dazu gehört sicherlich auch als Arbeitswelt. Ich meine, dass es notwendig ist, dass wir auf eine ordentliche Art und Weise darüber diskutieren, ob die Regeln, die wir für rund 20 Jahre hatten, ob die auch nach Haut richtig sind. Und darüber muss ich natürlich mit den Sozialpartnern schwätzen, und das machen wir. Ich mache das regelmäßig. Mit dem Arbeitsminister, mit dem George, mit dem Wirtschaftsminister, nicht all Chaos für der Television, an den Mikro und an den Fotografen. Wir schwätzen mit ihnen regelmäßig an den Dialog, den wollen wir weiterführen mit den Gewerkschaften und mit den Entreprisen. Sowieso. Und das weiß ich auch für den 10 Jahre, wo ich am Privatsektor nur die letzten Jahre war. Ein Betrieb funktioniert nicht mehr gut, wenn er auch an engem Boot in die dynamische Richtung führt. Den Dialog, der wird gemacht, und dafür habe ich auch als enger Sozialrunde, viel Sozialrunde gemacht, für Not zu lauschen, für die Einzel zuziehen zu hören, und da versuchen, das zusammen zu bringen. Der Sozialdialog, in dem wir leben, der noch ein Schlüsselelement von der Lützeburger Geschichte ist, heißt nicht, dass den sich auf allen Punkten einzeln. Den Dialog, so wie auch an einer Partei, an einer Familie, ist notwendig für den Streit zu evitieren, ist notwendig für den anderen Not zu lauschen, seine Sorgen zu verstehen. Das wollen wir machen, und wir wollen auch auf dem Weg von der Modernisation vom Land, oder wenn ich so in der Adaptation von unseren Regeln und die neuen Umstände an der Wirtschaft, an dem Familienleben, der sogenannten Work-Life-Balance, was nicht alles heißt, weil der Work ist auch Teil vom Life, aber
den Wunsch von den Leuten ernst zu schaffen, dass man denen Rechnung drohen. Das geht am Sozialdialog an den Betrieben, Sozialdialog an der Gesellschaft, aber auch mit allen, mit euch, mit dieser Partei. Und das will man gestärkt machen, das wird man fertig bringen. Aber wenn wir auf dem einen oder anderen kleinen Punkt als nicht eins gehen, dann ist das kein Scheck. Dann ist das, weil man respektvoll mit unterschiedlichen Meinungen müssen umgehen und der majoritär, und dafür ist die Chambre da, für majoritär der Lösungen zu finden, wie für alle vor eine starke Wirtschaft, eine moderne Ökonomie und eine starke Sozialstation, sind überzeugt, dass man dadurch am Dialog fertig bringen. Dazu gehört natürlich auch, dass man solche von denen, die sich oft Männer gut können ausdrücken, nie vergessen. Das ist die ganze Thematik von der Armut. Ich habe das am Anfang, wie ich Premier gesehen, gesagt, und das ist ein von meinen Sorgen, zusammen mit den Kollegen und der Regierung, alldach. Das ist etwas, was man auch machen, ohne dass es alldach muss, gefordert gehen. Wenn man die Allokation de vie chère abgesagt haben, wenn wir Primenergie verdreifacht haben, wenn wir geguckt haben, dass wir steuerlich Entlastungen unter dem Gilsinger Federführung gehen, für zu gucken, dass die Jung oder die alleinerziehend oder die Mindestlohnempfänger steuerlich entlastet gehen, dann ist das Teil von einer Armutspolitik, die sich nicht just darauf resümieren, auf ein Aktionsprogramm, die noch einen Moment vorgestellt wird. Wir haben vom ersten Moment an, wo wir an der Regierung waren, ohne Aufforderung, haben wir in der Armutsbekämpfung gemacht, dass das Teil von einem Ganzen, und darunter muss man weiterführen, weil eine CSV-Politik charakterisiert sich auch dadurch, dass wir uns um die bekümmern, die Männer wortstark vielleicht auftreten, die auch vielleicht Männer repräsentiert sind. Aber da geht es darum, dass wir Sozialkohäsion in unserem Land tun, dass wir einen guten Zusammenhalt in der Gesellschaft tun und dass wir auch die Leute nicht verlieren und Populisten, dass die politisch neben dem sozialen Aspekt, denen du nie die aus den Augen verlieren. Weil wenn an Ostdeutschland so viele Leute für Rechtsextremer gestimmt haben, dann ist das, weil sie sich auch nicht angeschlossen spüren, weil sie sozial vielleicht Mengen zu Recht oder Unrecht, das nicht nur hinten geguckt, wir gucken nur jitfrei im Land und das will ich heute ganz ausdrücklich. Ich alle gute Sohn, das ist ihr Wunsch, ich weiß es, und das ist auch Markenzeichen von der CSV. Politik als ganz, dann zusammenleben als ganz. Und dafür ist es doch notwendig, dass man zwischen den Generationen mitnehmen, schwätzen. Und dafür ist die Diskussion über Pensionen, die wir im Gang sind zu führen, auch von der Weitsicht einerseits, aber auch von der sozialen Kohäsion und von der Solidarität zwischen den Generationen. Wir haben an unserem Wahlprogramm geschrieben, dass wir gegen über das Thema schwätzen, weil wir gesagt haben, wir wollen eine finanzielle Aufsicherung langfristig von unserem Pensionssystem haben. Und dafür muss man die Diskussion führen, und Martin hat das auf eine ganz gute Weise bislang gemacht. Aber wir müssen als Regierung aus all den Diskussionen, die nützlich sind, als Konklusionen ziehen. Ich will sagen, dass auch das, so wie beim Sujet von der Arbeitswelt, die wir in als Zeit adaptieren, wird man nicht können machen, dass jeder bis zum Schluss mit allem d'accord ist. Mit Zielrichtung muss ich sagen, wo ich gerne hätte, dass der große Teil von unserer Partei, von der Bevölkerung, se dreht. Und die ist, dass wir romanst wollen für die nächsten 10, 20 Jahre, wo wir eine bisschen Prävision und wie auch die Wirtschaft sich entwickelt, auf Chance, dass es durch Evenementen, die draußen geschehen haben, sogar ganz schnell angehen. Aber dass wir gucken, wie können wir es fertigbringen, einen Weg zu finden, dass wir für und allem Rechnung drohen, dass wir mit all gehen, dass wir es fertigbringen, dass wir progressiv einen reellen Alter vom Antritt an Pension, den heute bei 60 Jahren liegt, was am europäischen Vergleich extrem niedrig ist, löser rückbringen, aber noch bei dem gesetzlichen Alter
vom Pensionsantritt, den heute zu Lützeburg bei 65 Jahren leid, an dem wir a priori nicht die Intention haben, zu gehen, dass wir den darunter können rufen. Damit bringen wir es fertig, dass die Kotisationsjahren, das abbezahlen, los mehr lang geht, dass wir müssen ausbezahlen, nicht gerade so lang ist, und damit eine Solidaritätserfahrung gemacht haben, denen das erlauben, die gute System, den wir haben, die gute System, den an dem ersten Pilier, an der Grundtrend besteht, dass am staatlichen System, die staatlich organisierte System haben, dass man den auch für die nächsten 20 Jahre können erhalten durch eine Schaftsregierung. Wir sind noch da ein gut Stück vorgekommen. Wir fanden, dass die Gespräche, die stattfinden, nützlich sind. Und ich bin davon überzeugt, dass man für im Sommer, am Mai, Juni, können Propositionen machen, die nicht zu großen Konflikten an der Gesellschaft werden führen. Weil das wollen wir evitieren, wenn wir am Konsens, einen breiten Konsens, als Land auch auf der Dorfroh gut auf Zukunft können präparieren. Wir müssen Änderungen akzeptieren. Wir machen keine Revolution, wir machen eine gut evaluierte Evolution, die nicht die aktuell pensioniert wird betreffen, die auch nicht die wird betreffen, die an 2-3 Jahren an Pension gehen, die 4 und allem, denen Jungen, an die schon die ein paar Jahre schon geschafft haben, auch ein sicherer Rente an der Zukunft wird garantieren. Das muss als Ziel sein, das ist ein Auftrag, an den werden wir erreichen. Zu der sozialen Kohäsion, erinnere ein am Bild, dass Politik gegangen ist, gehört natürlich auch die Sicherheit. Ich bin froh, dass auch von das zu Polemik geführt wird. Und das ist normal bei so Süchten. Ich weiß, dass den angefangen hat an der Politik als Immigrationsminister, dass es an der Immigration nie eine gute Politik gibt. Mit CSV stehen damals die Haut für eine Politik von Herz und Verstand. Eine Politik, wo es darum geht, dass man denen helfen, die an Not sind, die fortlaufen ist ein Krieg. Aber das tun wir gemacht, auch bei der Ukraine. Wir haben auch gucken, dass Regeln respektiert werden. Wir können nicht ein Land sein, wo jeder Verein kann kommen, das gilt für Europa, das gilt für Lützeburg, so gerne das auch machen. Also wir gehen Prozeduren, und nur den Prozeduren müssen Entscheidungen kommen. Der Leo mischt das, mit das nicht dem Leo seine Politik allein. Das ist, und das tue ich bewusst als Regierungschef so gemacht, eine Politik, die von den 2 Parteien muss gedrohen gehen, also gut von den 2 Parteien an der Regierung gedrohen. Es ist eine Politik, die muss von allen Ministern gedrohen gehen, und dafür muss es doch ein permanentes Summenspiel gehen zwischen der Immigrationspolitik, der Sozialpolitik, der Justiz, wo ich begrüße, dass wir Sachen auf den Weg gehen, für zu gucken, an dem Rekrutement von den Richtern, dass Prozesse mich schnell über die Bühne gehen. Das ist also ein ganz Dokument. Wir müssen zu einer Immigrationspolitik stehen, die menschenwürdig ist, die humanitär richtig ist, die auch sicherstellt, dass Kohäsion sozial bestehen bleibt, dass auch das Wort Asyl nach einem Sinn hat, dass es nicht einfach wo ich drängen kann gebraucht werden von denen, die es brauchen. Und dafür steht CSV für eine gerecht, wie strikt Immigrationspolitik, an die wird die Regierung führen. Zusammenleben hat viele Facetten, und ich gehe nicht über alle Guten an. Aber sicherlich ist auch Sicherheit ein Element von Freiheit und Frieden. Wenn man sich nicht traut, auf die Straße zu gehen, dann hat er keine Freiheit. Und dafür die Affischen, die wir hatten, keine Freiheit ohne Sicherheit, als richtig an der Wahlkampagne, als richtig schaut. Dafür haben wir massiv rekrutiert, dafür werden wir weiterführen, massiv zu rekrutieren bei der Polizei, auch bei der Armee, weil Bannischt und Außensicherheit hängen eng mit denen zusammen. Wir wollen ein Land, wo nicht auf allen Plätzen kann ein Polizist stehen. Wir hätten gerne ein Land, wo er sich kann an seiner Freiheit voll entwickeln, wo er kann sich bewegen, dahin, wo er will, ohne müssen Angst zu haben. Und dafür ist das keine Politik von Riets oder von, ich weiß nicht, wen sie kann beschreiben, das ist eine Politik von der Responsabilität, eine Politik von der politischen Mitte,
das vier und allem eng sozial orientiert Politik an dem Sinn, dass sie Zusammenhalt an der Gesellschaft muss orientieren und dafür sind wir für eine starke Sicherheitspolitik daheim an der Bausen, und das wird also in den nächsten Jahren intensiv weiter beschäftigen. Wie das alles geht, braucht man natürlich auch die notwendige Umwelt, das notwendige Umfeld, für das sich alles kann entwickeln. Wir als Menschen, wir als Betrieber, und dafür ist es wichtig, dass man an der Umweltpolitik, wir führen allem auch bei den erneuerbaren Energien, die richtigen pragmatischen Mittelweg finden. Das Regierung hat, und das ist nicht ganz einfach, das ist all da eine Herausforderung, für zu gucken, dass man den pragmatischen Klimaschutz, den pragmatischen Naturschutz auch finden. Wir sind dafür gewählt genug. Und dafür muss ich sagen, dass das, was das Herr mischt, und nur denke ja, eine flotte Expression gehabt, schwarz als die neu gering, das heißt, nicht ob ein rein theoretischerweise die Sujet rumzugehen. Mit zu gucken, wie kann ich mehr schnell Prozeduren haben, wie kann ich mehr verstehen, was ich möchte, dass ich noch die Leute mithält, ob eine sozial gerechte Weise. Und dafür haben wir eine Reihe Sachen neu gestaffelt, dass wir nicht bringen, vielleicht bei der Elektromobilität die nämlich Subsidien, aber dass wir sie sozial gerecht oder stärkt vom Auto machen, dass wir auf andere Wege gehen, wo wir Rechnung drohen, dass wir eine Umwelt tun, die wir schützen müssen, aber dass wir, wenn wir nicht mehr nur Umweltpolitik gucken, die anderen Ziele nicht mehr erreichen. Und da bin ich auch ganz dankbar, dass das Serge Naturschutzgesetz das Beweber hat, dass das Serge mal macht, den viel konstruktiv mit denen diskutieren, für das wir zuletzt eine Landwirtschaft tun, die funktioniert und die nicht dauernd Knüppeln an den Weg geheilt kriegt. Und dasselbe gilt für die Ökonomie. Alles das, und das muss nicht immer so eine responsable CSV-Politik heißt, dass man eine pragmatische Umweltpolitik macht, wo wir wissen, dass Natur wichtig ist, aber dass man auch als Aktivitäten, die wir brauchen, für wirtschaftliche und soziale Führung zu kommen, dass die auch sich können entwickeln. Und da tun wir nur 16 Monate Fertigbrot. Da gibt es immer Diskussionen, und die sind auch normal. Und wenn ich gucke, was man Logements wie Fertigbrot tun, mit Steuerpolitik, an Prozedurevereinfachung, was wir fertig umgegangen sind zu bringen, und dem, was ich genannt habe, energiedisch, für mich, wie schnell erneuerbare Energien zu produzieren. Wenn ich gesehen, was wir an anderen Bereichen machen, dann meine ich, dass wir die Mittel wie Wirtschaft, Soziales, erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, ein gut Stück vorgekommen sind. Und das ist wichtig für die Zukunft von unserem Land. Lo wird die Welt fundamental geändert. Wir haben uns nicht vorstellen, wenn wir an die Regierung kommen sind, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich Premier gesehen, dass ich gegen so viele Sitzungen teilnehmen, wo über die Zukunft von unserem Kontinent geschwärzt wird. Über die Zukunft von der Demokratie. Chambre hat letzte Woche, merci Claude, darüber eine Debatte. Das muss ich sich mal vorstellen. Wir schwätzen zu Lützeburg eine Debatte an der Chambre über Demokratie, weil sie auf viele Plätze nach vorgestellt wird. Wir müssen also als dafür ersetzen, und das geht nicht nur mit Wirder, da muss man all das machen, wo sie attackiert wird, muss man die attackieren, zurückdrücken, als mit ihren Argumenten raussetzen, als Gegenargumente an die Debatte werfen. Wir müssen uns ersetzen für Werte, wir müssen uns ersetzen für Demokratie, wir müssen uns ersetzen für den Frieden, und wir müssen uns ersetzen für die Sicherheit, an die hängen eng mit denen zusammen. An den Sitzungen, wo ich teilnehme, ist es klar, dass die Zukunft von unserem Kontinent nicht evident ist. Das ist nicht evident, weil wir haben Russland, was nicht gesagt hat, dass es sich zurückziehen aus der Ukraine, was nicht gesagt hat, dass sie einen dauerhaften Frieden wollen. Aber wir haben eine atypische Situation, die wir auf jeden Fall an den Menschen in ihrem Leben, an allen ihrem Leben nie hatten, dass Amerika auf seine fundamentale Weise seine Politik geändert hat. Ja, es gab oft
Diskussionen, wo gestritten über Stahl und Tarife. Wir haben an der Vergangenheit auch Sachen in Amerika erlebt, wo Amerika eine andere Politik gemacht hat für Europa, zum Beispiel am Irakkrieg. Wir hatten Seelen, so einen fundamentalen Wandel an der amerikanischen Politik, wie den wir seit dem 20. November gesehen haben. Und die charakterisiert das nicht nur von einer inhaltlicher Differenz mit der Vergangenheit, aber auch mit einer Unprävisibilität, die seinesgleichen Sicht. Und das stellt Europa für eine enorme Herausforderung. Und das stellt froh für Europa, wie organisieren wir unseren Kontinent lo für die nächsten 20 Jahre? Wie stellen wir sicher, dass Russland, egal wie dieser Krieg ausgeht, nicht nach einmal angreift? Wie stellen wir sicher, dass die Amerikaner nicht nur als gucken kommen? Und das ist nicht klar, wie viel sie nur als gucken kommen. Wie stellen wir da sicher, dass wir an Europa Frieden, Freiheit und Sicherheit können garantieren? Und ich muss sagen, ich hätte mir nie vorstellen können, an so dramatische Sitzungen teilzunehmen, wie die wir in den letzten Wochen hatten. Und ich muss sagen, wir sind determiniert, unseren Beitrag als Europäer zu leisten, dass dieser Kontinent ein Platz für Frieden und Freiheit bleibt. Aber das geht nicht vom selben, das geht nicht mehr zusammen mit unseren Operen, und das geht nicht mehr zusammen mit einer starken nationalen Kohäsion. Aber dann verstehst du mich für die riesige Herausforderung, die auf uns in den nächsten Wochen wird kommen. Das heißt nicht, dass all die Sachen, die ich für Druck gesucht habe, an unserer Politik müssen geändert gehen. Wir müssen unser Wahlprogramm an die 10 Punkte, mit denen wir gewählt sind, wo wir ein starkes Mandat vom Lützeburger Volk gekriegt haben, muss man umsetzen. Aber wir müssen noch etwas dabei setzen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wenn wir das nicht machen, dass wir nicht sicher sind, ob wir in der Zukunft auf Freiheit, auf Frieden können leben. Und dafür ist die Lösung von dem Konflikt an der Ukraine nicht eng, die unter ferner Liefen gemacht wird. Wenn an der Ukraine ein Waffenstillstand von den Amerikanern und den Russen negoziert wird, wo nicht sichergestellt ist, was nur geschieht, wenn nicht sichergestellt ist, dass Russland definitiv gesagt kriegt, die hat keine Chance, wenn der nachher aufhängt, an Polen, am Baltikum oder so sind zu euch. Wenn nicht sichergestellt wird, dass sie nicht können als Computersysteme Futti machen, dass sie nicht können Kabeln am Baltischen Meer mit enormen Konsequenzen Futti machen. Wenn nicht sichergestellt ist, dass wir als eigene Energie produzieren, dass wir nicht abhängig sind von anderen, da gehen wir an eine schlechte Zukunft dran. Und dafür sind die nächsten Wochen am Ende so kruzial für die nächsten Jahrzehnte von unserem Kontinent. Wir müssen dafür etwas machen, was man bislang an diesem Land eigentlich nicht wollte machen. Nämlich, dass man müssen massiv auch mit den anderen Europäern als Sicherheit ausbauen. Es ist so bewusst Sicherheit. Weil Sicherheit ist viel mehr wie just Défense, als viel mehr wie just Waffen kaufen. Sicherheit ist ein Gesamtkonzept. Demokratie ist ein Teil davon, die Stärkung von der Demokratie, als Cybersicherheit ist ein Teil davon, als Satellitenkommunikation ist ein Teil davon, als Wasserversorgung ist ein Teil davon. Das, was den Haut oft nennt, Resilienz. Und dafür muss man auch Pläne aufstellen, nicht für was man so, dass man Krieg geht, aber dass man bereit sind, was egal was geschieht, wenn man angegriffen gehen auf irgendeine Art und Weise. Und Heinz, du kannst das auf eine ganz subtile Art und Weise, wie man gesehen am Wahlkampf am Ausland, wo Bemol von Bauseran über Sozialmedien in Demokratie will infiltrieren, wenn ein als Netzwerk von Energie will aufschneiden, wenn ein als Computersysteme will aufschneiden. Dafür ist Resilienz ein großer Teil von der Sicherheit, und dafür muss man darunter schaffen, neben der klassischen Défense, wo man in den nächsten Jahren viel mehr muss machen, zusammen mit unseren Partnern in Europa. Ich hoffe auch noch immer mit unseren Partnern in Amerika, weil Amerika ist mehr wie sein Präsident. Amerika ist ein großes Volk, dem wir als Freiheit verdanken.
Und ich ging gerne noch Zukunft von der Freiheit von Europa mit den Amerikanern bauen. Aber wenn wir das nicht allein haut fertig bringen, dann muss man auch gucken, dass wir selber am Ende sind, die Sicherheit zu garantieren. Und das verlangt einen riesigen Effort von uns all, auch von unserem Land. Wir müssen dafür auf der Seite von der Ukraine stehen, nicht nimmen denen 2 Provinzen am Osten oder der Krim, wie Heinz dort leid so, da gibt hin die 2 Provinzen, dann ist der Krieg darüber. Das ist ein Waffenstillstand, den kein dauerhafte Friede für Europa bringt. Weil wenn Russland Gefühl kriegt, dass es Grenzen kontrollieren durch Gewalt, was hält es dann davon auf, mal Rückmenke das zu probieren? Sie haben 2008 der Georgien gemacht, sind 2014 auf der Krim gemacht, sind 2022 an der ganzen Ukraine gemacht. Es gibt also da eine gewisse Geschichte. Und alles ist immer gedacht, oh, das geht aber irgendwie. Und das ist alles schiefgegangen. Und das ist eine Lektion für die Zukunft. Und dürfen wir dabei kombiniert mit der Änderung von der amerikanischen Politik, werden wir also nur in den nächsten Wochen am Ende mehr werden investieren müssen. Das ist kein einfacher Effort, aber wir müssen noch die richtigen Equiliber finden. Ich bin auf viele Gespräche mit den Kollegen an der Regierung, an der Koalition, auch natürlich mit Gilles als Finanzminister. Wir müssen Ausgaben machen, die dürfen nicht auf Kosten von unserer sozialen Kohäsion, von unserem Sozialstaat geschehen. Wir müssen zugleich natürlich, weil Suen kommen nicht vom Himmel gefallen, so sind im Nemo do, vielleicht die eine oder die andere Reorientation von unserer Politik machen. Wir stellen nicht fundamental auf die Richtung, auf der wir gewählt sind, an der in unserem Koalitionsprogramm steht. Adaptationen, auch Rechnung drohend und dem Wirtschaftswachstum, in dem wir notwendig schaffen sind, aber nicht für drüber beschrieben haben, werden uns erlauben, auch die DOA-Foren zu finanzieren. Vielleicht muss man ein bisschen mehr Schuld machen. Dafür wäre es gut, dass wir gesunde Staatsfinanzen haben, dass auch die ersten 2 Jahre von dieser Koalition man versucht tun, konsequent Finanzen noch besser zu stabilisieren, noch mehr gesund zu machen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Schuld machen. Es kann sicherlich nicht alles über den Weg von der Schuld gemacht gehen, aber wir meinen noch, dass man die Politik, die wir gemacht haben, wird Leute steuerlich zu entlasten, dass man die an dieser notwendigen Mehrausgabe von der Défense nicht können vorstellen. Es bleibt also dabei, dass Steuerpolitik eine Politik ist, die Leute soll mehr Kaufkraft geben, die Betriebe soll encouragieren, zu investieren, gut Arbeitsplätze zu schaffen. Und dafür bleibt es bei unserer Steuerpolitik, die am Ende von den Leuten an den Betrieben ist. Und wir müssen andere Wege finden, für zu den Ausgaben zu kommen, die man an der Sicherheit braucht. Wir werden das andere nicht machen, wir werden müssen natürlich Adaptationen, aber wie auch die anderen Länder, auf verschiedenen Blick von der Politik verschiedene Sachen vielleicht strecken, für dahin zu kommen, weil den Effort, den von uns verlangt wird, von den anderen europäischen Ländern, von Amerika, den die anderen europäischen Länder auch machen, für zu mehr Sicherheitsausgaben zu kommen, als gewaltig und als mehr gewaltig wie etwas, was wir je für drin an der Geschichte von unserem Land hatten. Und das verlangt eine kollektive Anstrengung, und wir wollen mit euch und auch mit den Bürgern am Land, auch mit den anderen Parteien, das Gespräch darüber führen. 2% von unserem nationalen Reichtum ausgeführt, Sicherheit für die Verteidigung, was eigentlich NATO schon für Jahren aufgemacht hat, als ein ganz kolossalen Teil von unseren Ausgaben. Aber wenn wir die nicht machen, dann können wir das ganze Recht vergessen. Wir investieren nicht an Sicherheit, wenn wir wollen an die Krieg gehen. Wir investieren an Sicherheit, dass wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft auf Frieden, auf Freiheit können leben. Das ist die Ursache für die Ausgaben. Nicht umgedreht. Wir sind nicht eine Kriegspartei, wir sind eine Friedenspartei, wir sind eine Wohlstandspartei. Und dafür geht es darum, Sicherheit mit unseren Partnern in Europa zu gestalten, so dass Frieden, Freiheit und Wohlstand auch in Zukunft in unserem Land garantiert bleibt.
Dafür haben wir diesen Kongress genannt Großdefien, Großverantwortung. Großdefien für als Land zu adaptieren und eine Welt, die rundherum ändert, wirtschaftlich, sozial, neue Energiequellen, weil andere zu umweltunfreundlich sind, das ist ganz. Und die Sicherheitsdimension steht eigentlich über dem Ganzen. Aber wenn ihn dann an der Verantwortung ist, dann muss er die Verantwortung auch holen. Als Mensch, mit den Kollegen an der Regierung, an der Fraktion, als Land, er muss ihn so holen mit den Ländern rundherum. Dafür lege ich viel Wert darauf, dass wir gute Relationen mit unseren Nachbarn haben. Dafür hat er gesehen, dass eine ganze Reihe Premierminister aus anderen Ländern an den letzten Tag auch zu Lützeburg waren. Weil ich weiß, dass wir nicht mehr stark sind, wenn wir an einem Europa sind, was gut funktioniert. Dafür bin ich übrigens froh, dass wir auch den Christoph zu Brüssel unerkriegt haben und nicht das gemacht haben, was andere hier und am Ausland als wollten drücken zu machen. Ich bin stolz darauf, dass der Christoph so eine gute Rolle an Europa, für Europa, aber auch für die Landwirtschaft und die Ernährung spielt. Wir sind immer stark, wenn wir das zusammen mit unseren Nachbarn an Harmonie, am Dialog, an gute Relationen machen. Und das tun uns eigentlich auch die für uns die Verantwortung hatten, gewissen. Wir sind immer beeindruckt, was eine Reihe von meinen Vorgängern, Groß-CSV-Politiker, als mit auf den Weg gehen und was sie gemacht haben. Was wir darüber geschwärzt haben, ist von einem Pierre Dupont gegen den Joseph Bech dabei sitzen. Ich sage mir oft, wenn ich an den Sitzungen da sind, wenn demals als Vierfahren, CSV-Politiker, CSV-Staatsmänner nicht dabei gewesen wären wie DUNO, NATO, Weltbank, die Europäische Union an all ihre Formen gegründet ist, da seht ihr mir heute relativ lang. Allein könnte mir als nicht den Wohlstand, könnte mir als nicht die Sicherheit haben, die wir eigentlich schon durch eine gut grenzüberschreitende Kooperation durch Europa. Und das, was Pierre Dupont, Joseph Bech, Pierre Werner, Jacques Santer, Jean-Claude Juncker als vier gelebt und vier geschafft haben, das ist auch ein Auftrag für uns, an meiner Funktion, wie für uns alle guten Anfang. Wir brauchen ein starkes Europa. Ein Europa, das funktioniert, nicht ein bürokratisches Europa. Aber ein Europa, das eigentlich genau die Politik möchte, für die CSV steht und für die CSV zurück an die Regierung kommt. Wirtschaft, Soziales, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Freiheit, Demokratie. Das sind als Grundwerte, an denen wollen wir zusammen mit dir schaffen. Und dafür sage ich, merci, wir groß Defien, große Verantwortung, und wir sind bereit, die Verantwortung zu überholen. Merci vielmals. Merci, Luc. Merci für den klaren Wörter. Merci für den starke Vision. Und merci für den Leadership. An diesen Zeiten brauchen wir dich. Wir brauchen dich, weil du die Richtung kennst, an den Kurs mit Sicherheit hältst. Du hast nicht nur ein Ziel klar für uns an, mir auch stärkt und treu für das Land sicher zu feiern. Vielmals merci. Liebe Freunde, ich komme aus der Mosel und du trinkst gerne Patschen. Ich stehe am Weg für die Patschen und ich mache ganz kurz.
Wir sind im Moment von diesem Kongress gekommen. Es war ein Moje mit ganz vielen Diskussionen, starke Ideen und gemeinsamer Verantwortung. Ein ganz herzliches Merci an alle Redner, die hier Gedanken und hier Überzeugung mit uns geteilt haben. Wir führen allem ein großes Merci an all die, die mit viel Herzblut diesen Kongress organisiert haben. Stellvertretend für das ganze Generalsekretariat, einen speziellen und ein großes Merci für den Basil Dell, den Arbeit und den Energie und das Haut möglich gemacht. Merci Basil. Noch ein Merci an die Ettelbrecker Sektion für Hilfe und ihre Disponibilität und auch ein großes Merci an mein Kongressbüro, dem Kimi, dem Carol, dem Erik und dem Luc. Und mein größtes Merci geht an euch, liebe Membres. Ihr seid Rückgrat von dieser Partei. Die unterstützen uns Tag für Tag. Und ihr Engagement als ein starkes Spiegelbild von ihrer Loyalität vis-à-vis von der CSV. Wenn ich heute Fazit ziehe, dann das sind wir groß die Vieren. Wir drohen große Verantwortung. Und nichts machen als keine Option. Zusammen mit euch, mit deren Unterstützung können wir die Politik machen, die gerade in diesen Zeiten so nötig ist. Am Namen vom Kongressbüro sage ich vielmals Merci für diese ganz agreeablen und inspirierenden Moyen. Und wir schließen diesen Kongress mit der Himmelstoff. Merci und kommt gut hin.